Brudi hat mich gerade voll im Kalten erwischt. Herzlich willkommen. Ich fange nochmal an, sonst. Grüezi wohl. Herzlich willkommen zu Metal Serverland 2024. Wer hätte gedacht, dass der Podcast mehr als 2 Jahre überlebt? Ich hätte es gedacht. Ganz ehrlich. Das wäre nämlich wirklich schade gewesen, wenn nicht. Weil, wo der Ricky gesagt hat, wir machen jetzt einen Podcast, habe ich gewusst, das ist, wie ich die Menschheit wird unter mich verwerfen und an die Macht kommen, eine bestialische Diktatur in der Schweiz aufbauen und ja, dann als es fällt mir jetzt nur Hitler 2 in die Geschichte einzugeben, aber ich wollte nicht als Hitler 2 in die Geschichte eingehen, das wäre so ein bisschen blöd. Zu oft gemacht. Als Hitler 2 in die Geschichte eingehen. Ja, willkommen zum Metal Serverland Folge. Ich würde gerne als Dings, wie heisst der Mongol? Nicht der Mao Zedong, sondern der Genghis Khan. Genau, ich will gerne als Kublai Khan. ich will gerne als Genghis Khan 2 in die Geschichte eingehen. Jawohl. Der hat, glaube ich, noch ein mehr gebumst. Der hat 7 Kinder in einer Nacht gezeugt. Mach das mal nach. Ja, der Bruder kann. Das könnte ich gar nicht. Der Genghis Khan ist in dem Fall aber etwa so 20 gewesen, wo er so badass war. Ja, ich hoffe es doch. Ja, Zwei ja. aus einer Länder noch voll aktiv. Also sonst kannst du ja nicht 7 Kinder zeugen in einer Nacht. Ja, ist aber schwierig. Das wird kompliziert. Oh ja, willkommen zum Metal Serverland Folge Nummer 58. Nummer 58 schon. Ja. Das ist Wahnsinn. Haben wir wer blaset, was jetzt überholt? Ja, haben wir. Ja. Ja. Wir haben etwa so 2 oder 53 gehabt. 53, Das 53, ja. Es fühlt sich halt irgendwie an wie cheated. Wieso? Ich könnte ja nicht wieder. Ich könnte ja, also mal, ich könnte es schon, aber wahrscheinlich. Ist da ein Hund unter mir? Oder ist das ein Brian? Es sind 2 Hunde unter uns im Fall. Ja. Genau, weil ich könnte ja nicht mehr. Also, ihr holt momentan ja schlecht auf. Wir haben gesagt, der einzige Grund, was es gäbe, dass wir noch mehr Folgen aufnehmen, wäre eine neue Pandemie. Also hoffen alle, dass wer bläset was nie mehr Folge macht. Okay? Ja. Ich schreibe mir das jetzt auf, weil in etwa 4 Jahren wird wahrscheinlich der Brian wieder da sitzen. Dann mit irgendwie. Was haben wir dann bei der Pandemie 2038? Kolibri-Grippe oder so. Ja, aber was haben wir denn an? Wir haben ja Masken angehabt. Masken und nächstes Mal ist es so... Pimmelhalter. ja, so... Einfach, du musst immer ein Kondom haben, weil so Luft, Ja, voll. weil ein Pimmelvirus kommt und so Luftviren. So wie In die die Harnröhre Fischchen, die eindringt. reinfliegen, Ja. der schwimmen. Penisfisch, genau. Einfach durch die Luft. Hey, gerade heute war Abfahrt in Bormio gewesen, und der Alexis Monet hat die gewonnen. Und beim Interview ist er mit dem El Toni die ganze Zeit so da gestanden. Also, wir können das im Fall auch. Wo ist was? Also, nicht eine Abfahrt gewinnen, aber mit dem Das können wir El Toni so dastehen. Wer ist wo El was Toni. mit El Toni gewesen? Also, es ist... Kennst du Skifahren? Ski-Alpin? Nein. Ah, okay. Okay, wir müssen mit dem Ricky unbedingt mal Skifahren schauen und an einen und an den Hockey-Match. Match gehen. Easy. Also Ski ist so Skirennen, wo man schauen kann. Ja. Und ein Schweizer, ein Welscher hat heute gewonnen, mega überraschend. Und sein Sponsor ist El super. Toni. Geil. Und dann war er so am Interview gewesen. Genau so, oder? Voll. Also, wir können das auch. Sponsor die das. El Toni, ihr habt mich ja nicht als Marketingmanager wählen. Ich meine, es war eine faire Entscheidung gewesen. Oh ja, wir haben es ja letztes Mal piratisch angekündigt. Wir sind jetzt dritt. Das ist geil. Yeah! Willkommen, Brian. Danke euch vielmals. Immer noch unglaublich, dass ich so die 3. Wurst sein Ich finde es gerade, mich fickt es gerade auch, dass es kein Hintergrundgeräusch hat. Das machen wir letztes Mal als immer chattert im Hintergrund. Und Stimmt. normalerweise nehmen wir ja mit dem Kopfhörer auf und dann höre ich mich selber immer in meinem Kopf rein. Darum ist es jetzt gerade so mega weird. Das war wie das erste Mal wieder mit Taoist Probe gewesen, weil ich habe sonst immer mit Inears probt. Ja. Bei Eversis und wo ich in Fire Lab ausgeholfen habe. Und dann bei Tao ist einfach so straight, einfach nur mal, das ist hier laut im Raum. Jawohl. Aber hey, du hast gesagt, du hast ausgeholfen bei FearLab. Ist Also, dem Fall ich das bin immer jetzt noch dran. vorbei? Dein Stint dort? Okay. Also, laut ihnen bin ich ja sowieso permanentes Mitglied von der Band. Ich weiß es nur selber noch nicht. Okay, fair. Der Sascha hat sie haben die Greifvogeltheorie. Also sie haben gesagt, sie hätten so einen Vogelkäfig im Bandraum und den wohne ich jetzt drin. Ja. Also, Von dem habe ich Für noch nicht. Konzerte raus und die tiefen Töne bedienen als Vögel. Was ist das Ja. Stockholm-Syndrom, weißt du? Es ist wirklich ein bisschen so im Fall. Ich glaube, ich habe in Polen ja, bin ich ja bei ihnen im Bus mitgefahren, auf dem Heimweg. Ich glaube, auf diesen 15 Stunden habe ich wirklich ein bisschen Stockholm-Syndrom entwickelt. No offense, aber mit deinen Eversys-Mitgliedern würde ich auch lieber bei FearLab heimfahren.
Ja, es ist wahrscheinlich, ob es sicherer ist, weiss ich nicht. Also es kommt am Schluss, ich habe gelernt, es kommt am Schluss etwas aufs Gleiche raus. Okay. Es werden einfach weniger Blumentopf, wenn man gerührt bei Fearlab, aber Fearlab ist auch nicht, also... Nicht überall Zweifel erhaben. Okay. Also wenn du willst sterben, kannst du mit denen ganz sicher auch das Ganze arrangieren. Das ist gut. Und jetzt spielst du ja in etwa 6 Bands. Oder? Nein, also schau jetzt. Also, Look, Homeward sucht einen Sänger. Nein, das mache ich nicht. Never meet your heroes. Mhm. Kennst du so, ich glaube, einen Gitarrist? Nein, Ja, never meet your heroes, Alter. Ich gehe jetzt, nein. Fearlab ist ein Gitarrist, kannst du immer umsteigen. Fearlab. Kannst beides spielen. Ich glaube, Fearlab im Fall. Ich glaube, wenn ich dann würde sagen, ich würde bei ihnen mitmachen, aber ich würde Gitarre spielen. Kannst du ein Doublehead spielen, so eine Bass, eine Gitarre? Ich glaube, sie würden mich schlagen. Ich glaube, sie würden sagen, nein, du spielst Bass. Ich glaube, das würde es nicht wollen. Ich glaube wirklich, an der Gitarre würde es mir nicht wollen. Weil sie haben halt schon keinen Bassist gefunden. Und darum ist jetzt Bass wahrscheinlich das, was sicher... Eine Frage von der Zeit. Wenn sie jemanden haben, der am Bass vibet, brauchen sie nicht unbedingt einen Gitarrist noch und dann kein Bassist mehr. Gut, dann kannst du eben noch Leads einbauen und so Zeugs, oder? Was muss ich Leads einbauen? Das macht der Schlummi schon von allein. Ja, aber nachher zum Live-Spielen. Aha! Kann jemand Leads spielen? Ja, eben darum, wenn es dann einen zweiten Gitarrist haben, ist das, glaube ich, dann auch der Plan, dass dann der Bass vom Band kommt wieder. Aha. Und der zweite Gitarrist dann, dass der Schlummi und der neue Gitarrist sich dann aufteilen auf ein bisschen Rhythm und ein bisschen Lead spielen, dass man beide Sachen wieder hat. Ja, macht Sinn in dem Stil, oder? Ja. Brian, erzähl mal bei uns bei dir. Hey, bei mir läuft es gut. Ich habe dieses Jahr meinen persönlichen Rekord einfach aufgeschraubt, die Konzerte. Mhm. Also das macht mich auch sehr happy, weil seit der Pandemie habe ich auf das angeschafft. Mhm. Ich habe 61 Konzerte angebracht 2019. Und gestern war mein 62. von diesem Jahr. Damn. Und es ist niemand geringer als Moneyboy und Janus Christus. Ja. Richtig gut gewesen. Also Moneyboy, ja, ist einfach funny, ist so ein Meme. Aber der Janus ist wirklich live auch heftig. Moneyboy ist so ein bisschen wie Hollywood Undead live, oder? Ja, kann man sagen. Ja. Playback King. Ja, ist so. Er hat wirklich reingekommen, richtig räudig, nur Playback gemacht. Und dann, je länger er im Set war, desto mehr hat er ein bisschen selber gerappt und einen richtig schönen Freestyle mit Zweifelchips, Toblerone gemacht. Ja, das ich bin ziemlich sicher, Moneyboy muss etwas vom Besten sein ever, weil das kann ja gar nicht schlecht sein. Es kann wirklich nicht schlecht sein. Das kann effektiv nicht schlecht sein. Ich habe mich schlecht ist gut. Ich habe mich gestern überzogen, es ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Ja. Ich habe ein paar Videos gesehen. Hat lustig ausgesehen. Ja, mega. Also Brian, warte schnell, das heißt, du hast 62 Konzerte gehabt. Ja, und heute ist Nummer 63 mit uns, sobald die Folge fertig ist. Das heisst, abgesehen von Konzerten, die selber gespielt worden sind, hast du in dem Fall 60 Konzerte mehr gesehen als der Josh? Oder wie viel, ich weiss nicht mehr, was die genaue Zahl war, aber die war relativ nah bei 0 gewesen, wie bei euch im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben. Ja, also ich zähle ja Festivaltag als ein Konzert. Also zum Beispiel Greenfield zähle ich als 3 Konzerte, um meine Statistik zu verstehen. Ja, das ist so. Also du meinst du meinst den Dings? Du meinst den shit, ich habe den Namen. Nein, ich habe Gedudel meinst du, oder? Genau. Ja, genau. Eben. Gedudel hat eine sehr schlaue Rechnung, wie das geht. Und das ist wirklich Tage mit Konzert. Zum Beispiel, ich bin ja einen Tag zuerst Guild Trip schauen im Dynamo und dann bin ich ins Hallenstadion Scooter schauen. Ich habe die Entscheidung nie bereut. Beides genial gewesen. Wo Landmarks Headliner war. Genau, und das zählt halt auch nur als ein Konzert. Nein, das sind 2 Konzerte. Ja, aber es ist Tage mit Konzert, zählt es nur als eins. Aber du kannst du kannst auch schauen, Konzerte, voll. Ich habe mal in einem so Geschäfts-Meetup mal einen kennengelernt, der gesagt hat, ich kann auch Metal-Konzerte und so. Und er hat an Festivals pro Band als ein Konzert zählt. Ja, und er hat gesagt, ich habe 100 Konzerte das Jahr geschaut. Und so, der Fakt, noch nie habe ich jemanden so hart diskriminiert, wo ich die Person erst kennengelernt habe, als er das gesagt hat. Ja, also da muss ich auch nachschauen, weil da kratze ich glaube an den 300, was das anbelangt. Der Martin hat den umgeschlagen dieses Jahr. Das stimmt nicht. Doch. Ich habe ihn gerade gesehen. Er hat gesagt, er hätte mehr Konzerte als der Umi und der Umi ist jetzt in der Ferien, darum kann er ihn gar nicht mehr einholen. Er hat mir das Gegenteil gesagt, letzten Donnerstag an Josh im Konzert. Hä? Aber er hat mir am Slapshot-Konzert genau das gesagt. Er hat mir gesagt, er hat etwa 208 Konzerte und der Umi etwa 250. Also ja, ich weiss nicht.
Ja, ist ja wurscht schlussendlich. Lügenpresse aber- wie einem von diesen beiden die Hause. Ja, bei jemandem von beiden. Aber ja, stimmt, das ist schon verrückt. Der Umi ist ja jetzt die ganze Zeit auf Arbeitszeit rumgechattet und jetzt hat er noch ein bisschen richtige Ferien müssen nehmen. Mhm. Ja, voll. Ja, das sind wir kombiniert. Das war, glaube ich, nicht nur auf Arbeitszeit, wo wir chatten waren. Jetzt habe ich da gerade Statistik. Da, 283 Auftritte habe ich gesehen. Damn. Also näher an den 300. Nach heute sind es 286. Damn. Wie viele Bands? Ah nein, ich habe den Moneyboy noch nicht angetragen. Bands 262 plus, wenn man die zwei von gestern dazu rechnet, 264. Wait, warte schnell, du hast wie viele Auftritte gesehen? 283. Ah, okay. Ich habe ein paar oft gesehen. Also du Janus bist, du, habe bist, ich du, bist mehrmals du gesehen. bist ein paar Festivals mehr gewesen wie ich. Ja, hä? ja, genau. Ein paar Bands sind mir irgendwie angelaufen das Jahr. Gibt auch noch ein Interview, nice. Ja. Ja, Nala, das sind deine Worte gewesen. Ist gut. Kommst du nachher wieder? Ja, also wirklich Shoutout an Martin, weil ich sage dir, das Gedudel ist einfach genial. Das ist wirklich genial. Also eben, ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe 73 Veranstaltungstage gehabt, 72 Tage mit Konzert, Veranstaltungen 70, Bändeli 3, 125 neue Bands gesehen, 201 Bands gesehen, 268 Bands gesehen. Damn. Ja. Das ist wirklich stark. 125 neue Bands, Alter, ich wüsste gar nicht mehr, wer das alles Ich war. habe 151. Aber ja, es ist, man kann es ja glaube ich auch nachschauen nach Datum, was da alles war. Das ist eben schon nice. Ja, am PC kannst du noch viel mehr. Das ist absolut insane Zahlen. 73. Kann jeder die App brauchen? Nein, das kann ja. Nein, es ist eben eine Homepage und du musst den Martin mal fragen, ob er dir das Login gibt. Aber er gibt schon eins, wenn du lieb fragst. Also, wenn wir den Martin nicht dabei sehen, kannst du da. Alright. Musst dann einfach besser machen wie unsere zwei Taoist Brothers, der Nico und der Mike. Die haben nämlich beide ein Login und brauchen es nicht. Ja, Weil ich weil es jetzt, behauptet, auf iPhone wäre es schlecht designt. ja, wahrscheinlich. Es ist auch auf Android schlecht designt. Ich finde es tiptop. Ja, es ist halt einfach eine Oldschool-Internetseite, Ja, wo du ein mega. bisschen musst wissen, was du machst. Alright. Aber es langt, also wirklich, es ist tiptop, auch zum selber Sachen erfassen und so. Mhm. Da kannst du dann vor allem, was geil ist, von der Vergangenheit alles nachtragen, was du jemals gesehen hast. Also Ja, ich mache das einmal, wenn ich eine Band sehe, gehe ich schauen, wenn die mal, klicke ich auf den Namen, dann siehst du so, warte schnell, mich nimmt es jetzt gerade Wunder, du Das kannst ist da die ja schauen. vergangenen Auftritte. Wo kannst du schon wieder schauen, welche Bands, dass du Bandinfos anzeigen? Nein, das ist dann, Ja, das ist eben ein bisschen irreführend. ja, das ist, Hilft das sonst gerade geschwind. ja, komm, Also, das finden wir miteinander. raus. gesehene Konzerte und Festivals anzeigen, erfassen, gesehene Bands erfassen anzeigen, das ist glaube ich. Nein, das ist es eben nicht. Nach Band. Erfasste Bands anzeigen nach Band. Das Ja. ist Nachband. jetzt bisher erfasste Bands. Oh, das ist vom Ding. Jetzt, ich möchte sie gerne aber sehen, weil ich weiß, dass. Also ich weiß, Wer dass, suchst du denn? So. nein, ich suche die Statistik, wo du siehst, welche Band dass du am meisten gesehen hast. Ah, wie sieht's aus? das, ja. So. Alright. Huh. Und die ist, ich weiß, dass es mein Nummer 1 ist Save Your Last Breath. Das ist Wahrscheinlich. Ja, und bei mir ist nicht es wahrscheinlich, ich Spotify. weiß es, dass Voll. es das ist. Ja, ich weiß, dass es das gibt, aber jetzt frage mich nicht gerade wo. Gesehene Bands erfassen, Schrägstrich anzeigen. Nein, das ist die gleiche Statistik hier vorne. Dafür eben, das nach Datum, das ist geil. Ich sehe vom ganzen Jahr, was ich alles gesehen habe. Absolut super. Ja, das ist wirklich sick. Ja, das habe ich. Also legen wir mal unsere Handys. Ja, Ehrenwort, was ist das für eine Ey. Unart? Gen Scheiß Z da, Mann. Boomer-Stuff. weg da. Oder Boomer, die haben die mittlerweile auch die ganze Zeit das Handy die vorne. Ja, ja, schau schreiben dir mit so auf einem Facebook Finger. Videos an. Ja. Ja. Facebook-Video. Ja. Ja. Also die Folge wird ein bisschen entspannter, das wird einfach nur ein bisschen geplaudert von uns. Da machen wir jetzt nicht Ja, noch ein wir- grosses Fass auf. Wir haben auch, die letzte Folge war am ICU, oder? Ein Monat her. Mit entspannt meine ich einfach, wir machen nicht Chillig. unser normales, harsche Register durch mit Ding, 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 Ding. Mhm. Nein, wir sind jetzt einfach am Schnurren. Das habe ich Wahrscheinlich eh noch mit wieder das fragen. geschlägelt. ICU haben wir 2 Folgen daraus gemacht. So einmal alles, was wir auf Deutsch geredet haben und dann noch Abbey Falls. Noch Oder? extra, ja, ich wollte extra nur Abbey Falls. Ja. Geil. Wie Ja. ist das angekommen, Abbey Falls bei den Leuten? Ja, easy. Also Ich habe ganz ehrlich kein Feedback gehört zu unserer ICU-Folge von irgendjemandem. Ich schon. Das ist gut. was haben sie gesagt? ICU-Folge, es sei sehr lang, aber auch interessant gewesen. Sehr gut. Also wirklich, so 2 Leute haben mir Feedback gegeben dazu. Und ich muss sagen, es ist, ich habe auch das meiste noch mal gehört und es ist wirklich interessant, Ja, was voll. da zum Teil vorkommt. So ein bisschen Hintergrundstories auch. Mhm. Ja, finde ich auch. Aber ich hätte die fast halbiert.
Und dann wäre ich so wie je eine Folge 40 Minuten gewesen oder so. Also, Ja, komm, machen wir gerade eine wir grosse. haben teilweise noch 3 Stunden Folge und so. Ja, stimmt. Ja gut, aber das machen wir nur, wenn der Lucky und der Radar von Kate Effect da sind. Voll. Nein, aber ich habe gefunden, wir lieber mal die englische, nur die auf Englisch dort haben, zum Leute. Also Leute können da reinhören. Dann ist dann musst du nicht plötzlich sagen, so, hey, warum kommt finde, auf so der Englisch? kannst Ich du noch bin nicht- auf Deutsch am Hören gewesen. Ich finde, zu der kannst du einen Insta-Post machen und dann einfach noch Abby Falls als Co-Host einladen Voll. und dann einfach gerade englische Fans fischen, die dann immer schreiben, Ja, why not Why English? not understand? genau. Nein, dann Kommt ist halt zu das Czech passt nicht so viel Republic. Sinn, zum mal Leute zu pushen, die nachher nicht Schweizerdeutsch verstehen. Ja, aber das ist lustig Ja. mit Abby falsch schnurren. Wirklich. Das war wirklich funny gewesen. Ja. Das sind die schlimmsten Mutterficker auf Erden. Mm. Insanely Fat Rat liebe ich immer noch. Insanely Fat Rat, das ist wirklich gut. Ich habe letztens auch, das darf mir jetzt niemand klauen, ich habe The Good Place geschaut und dort habe ich etwa 7000 Songtitel gefunden, wo ich jetzt nur noch einen Songtext dazu schreiben muss. Mhm. Hey, Nice. bist du gestern am Break of Sanity gewesen? Nein, Hast du geschaut? ein bisschen, ja. Ich kann nämlich heute Morgen schauen, das ist nicht mehr rum. Das ist ein Livestream, der ist halt Können Sie live. den nicht nachher auf YouTube stellen? Bruder, keine Ahnung, ich bin nicht Breakdown of Sanity. Vielleicht Hey, machen sie nachher eine DVD. Das wäre cool, ja. Voll. Ich Das ist die allerletzte Show mit dem Carlo ja, gewesen, oder? die ist genau dann ausverkauft und ich habe ein Ticket zu. Ah. Ja, ich kann eben eigentlich in die Ferien gehen, über Weihnachten und Neujahr. Und dann ist irgendwann so, haben wir festgestellt, ja, es wird viel zu teuer. Weil alle Flüge über Weihnachten und Ja. Neujahr sind einfach etwa doppelt so teuer wie normalerweise. Weil wir sind ja Anfangsjahr bin ich ja für irgendwie, keine Ahnung, 60 Stutz hier oder 80 Stutz hin und zurück auf Porto. Und jetzt wären die Flüge jetzt 670 hier und zurück Ja. pro Person. Jesus. Alright. Schnuggis, chill. Und, oh nein, 670 insgesamt. Und dann haben wir gedacht, nein gut, das ist Ich habe nicht gewusst, dass dumm. Noctlust bei dir daheim ist. Arf. Dann, apropos Knocked Loose, sie sind ja hure am Pitten gewesen, vor allem, als ich reingelaufen bin. Also die Nala hat mein Knie ins Gesicht bekommen. Ja, voll. Wie Lara, andere es war sie HC-Show. gewesen. Ich habe nichts gemacht. Ich bin gelaufen und sie ist so von der Seite in mein Knie reingekommen. Wie so eine Sie sind jetzt Dumme Hund. HC-Hunde geworden. Ja, voll. ein Pittenstick kaputt. Ja, keine Ahnung, ob sie es noch machen, aber ja, darum, eben, ich habe darum kein Ticket können kaufen, weil Ja. ich habe dann gedacht, ja gut, vielleicht könnte man noch gehen. Vielleicht, wenn es dann so Tickets gibt, dann bin ich mal schauen. Ich so, Ja, ist ja. ausverkauft. So. Ja, Das gut. ist nicht eine kleine Location gewesen. Also, Das Bierhübel ist jetzt ein bisschen grösser als Dynamo. es hat- Ah, es ich hat bin noch wie- nie gewesen. Also von den Bildern her hat es bis wie der Volkshaus ausgesehen. Es sieht aus wie das Volkshaus, aber es ist kleiner. Okay, also so knapp 1000. Wenn du sagst, ein bisschen grösser als Dynamo. Ja, ich würde sagen, um die 1000 rum passen ja, dort rein. ja, So wie easy. Komplex etwa. Nein, dort passen 1800 rein. Komplex, wenn Ja. oben zu ist. Nein, es ist Ah, kleiner nicht. als ein Komplex, wenn unten zu ist. Alright. Oder, ich weiß es nicht, ich bin Ja. es ist Aber hure das lange her. stimmt, Komplex ist schon tief. Ich bin Auch. zweimal Ja, ja. dort gewesen. Ich bin einmal Safer das Breath geschaut im Bierhübeli und einmal SDP. Wer? Deine Mutter, die kann. Oder? Nein, Das ist es ist, SDP, ja, aber oder? das ist nicht der Song, den ich von ihnen würde. Das ist jetzt nicht das Lied, das ich würde wählen, um sie zu repräsentieren. Das ist das einzige von ihnen, das ich kenne. Sorry. Na, dann lass doch Neue gescheiter Woche. mal Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ist das nicht gewesen? Ich kann noch eins kann von es ihnen nicht. mit dem Finch zusammen. Ja. Liebe ist ein Hurensohn. Ja, das ist auch gut. richtig gut. SDP ist sowieso ein sehr genial. Da musst du mal gönnen. Also wenn du Ärzte KIZ lustig findest, musst du SDP mal gönnen. Die sind wirklich, wenn du würdest Ärzte mit KIZ kreuzen hättest und ein bisschen weniger Mutterficken hättest das dann. Mhm. Very nice. Das ist wirklich, die sind stabil. Weil Lumpenpack ist auch stabil geworden in letzter Zeit aus dem Nichts raus. Ich kenne die eben nicht, aber die sind ja als erste Headliner vom Grenichen bekannt Ja, geworden. geil. Wirklich? Ja. Lumpenpack, so sick. Das ist so eine Band, die hat irgendwie einfach, das sind so zwei Lehrer, die einfach angefangen haben, so Slam-Poetry machen und dann haben sie aber irgendwie gemerkt, dass es besser läuft, wenn sie Musik machen dazu. Und dann haben sie einfach mit so Akustikgitarre immer so lustige Lieder geschrieben. So ein bisschen wie Jack Black und Dingsbums. Tenacious D. Tenacious D, genau. Ja, jein. Ja, doch, ja, könntest du wahrscheinlich schon eher Einfach so. auf Deutsch. Ja, aber die Lieder sind mehr auch noch intellektuell ein bisschen anspruchsvoll, was bei Tenacious D ja Ja. nicht so der Fall ist. Also gut, intellektuell anspruchsvoll kannst du jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es ist jetzt nicht
es ist halt nicht einfach nicht so. Low-hanging fruit kannst du ja als im Sinne des Lebens. Ja, es ist nicht so plump wie Du Tenacious du kannst es sehr simpel interpretieren, aber tiefer gibt es mehr, Ja, logisch. mehr zum Interpretieren. Nein, die haben also wirklich wirklich auch so geile Songs gehabt. Eben so zum Beispiel darum geht, dass nichts schlimmer ist wie Pädagogen. Mhm. Und so, sie sind ja selber Pädagogen, also wissen sie wahrscheinlich, von was sie reden. Und das ist wirklich, die sind jetzt plötzlich einfach eine von der stabilsten Deutsch-Punk-Bands geworden, die sie je gegeben hat. Geil. Weil sie haben letztens einfach einen Song mit Adam Angst rausgehauen, der hure bretscht, Mann. Geilo! Mhm. Ja, Adam Angst können sie es gerade auch wieder einladen, da können wir nicht weiter schnurren mit ihnen. Der Sänger von ihnen war so ein geiler Sieg. Ja, wirklich. Nein, Aber- einzige Musik auf Deutsch, die ich kenne, ist Janus Christus. Das ist Ja, Mann, das ist sogar auf St. Gallen. Nein, auf Thurgauer ist Mhm. knapp gewesen. Ist Aber von den Videos, ja, sicher. aber von den Videos, die ich gesehen habe, ich finde, der Janus und der Bender machen eine coole Show, aber ich habe das Gefühl, sie brauchen die eigene Lichtshow. Ich habe Ja, das Gefühl, es war ein bisschen statisch. Sie okay. haben so viel Energie. Ja, Janus, hast recht, aber unbedingt die Lichtshow programmieren. ich kann mir auch vorstellen, dass das gewollt war vom Moneyboy, weil sie haben schon viel mehr den Hype-Sound generell als er. Ja. Und wenn sie dann abgehen und er nicht mehr so. Ja. Zwischendrin ist noch so ein mega schlechter Zürcher Rapper gekommen, der Lil Brusi. Also wirklich, der hat so, wenn der Bendy einen mega schlechten Rhyme macht, ist es bei der Lil Brusi ein guter Rhyme. Das habe ich zum ersten Mal gesehen und ich werde dich nie wieder sehen. No offense. Alright. Ja. Ja. Gut, aber wir wissen ja, der beste Schweizer Rapper hat blonde Haare und spielt bei Paleface. Stimmt. Der Machine Gun Serie. Ganz Wobei, ich glaube, du wirst Freude haben, neue Universus-Stuff. geil. Gibt wieder. Alter, wir bringen einen neuen Song raus, der kommt jetzt dann noch. Crazy. Wir haben ja noch einen aufgenommen, den wir einfach nie released haben. Weil wir gesagt haben, wir bringen dann Ende Jahr raus. Und dann ist Wow. Ende Jahr gekommen. Und wir so, oh fuck, aber über Weihnachten einen Song umbringen, macht gar keinen Sinn. Nein. Mach mal einen Name Drop. Der Ja, Song? nicht. Ah ja, komm. Der Song heißt Snafu. Wir haben Snafu. Snafu. S-N-A-F-U. Was bedeutet Okay. Snafu? Ist eine Abkürzung. Oh. Das heisst. Ja, nein, damit wir den Song hören, sollen wir das herausfinden. Ah ja, Cliffhanger, hört Snafu, findet raus, was es heisst. Das Problem ist, ich kann es noch nicht hören. Der Song kommt erst im Januar raus. Wann? Ich kann ihn noch nicht auf. Ich kann ihn noch nicht auf den Dings da, aber ich Du mag musst das es noch. jetzt ankündigen. Ich kann dir damit nicht ihr euch sagen, einen ich kann dir Reminder nicht sagen, wenn er setzen. rauskommt, weil ich kann dir nicht sagen, welches Datum das mit dem Distributor funktioniert. Ah, ja, das ist noch blöd. Ich kann noch Aber nie etwas dort, selber releasen. Ich In kenn dem das auch Song, nicht. in dem Song. Also ich habe gerade gestern den neuen von Taoist für den 17. hochgeladen. Das ist gut, dann mache ich es nicht am 17. Ja, machen am 24. Also. Ich hätte den 21. gesagt. Weißt du, das ist Dienstag? Keine Ahnung, 21 ist meine Lieblingszahl und ich gebe ja. keinen Fick auf Freitag. Also eigentlich theoretisch ist ja egal, ob es am Freitag oder am Dienstag rein tust. Ja, Es kommt weil- am weil- Freitag im Release Radar rein. Ja, und das Ding ist vor allem, wir haben ja alle ihre Zeug am Freitag released, damit es am meisten kann verkauft werden, um nachher dann die Woche drauf in den Charts zu sein. Was ja bei uns keinen Unterschied macht und Na gut, keinen Unterschied macht. wenn du es am Freitag tust, es tut sowieso den Release Radar gerade rein tun und dann hast du halt mehr Streams am ersten Ja, aber Tag. eben, der Freitag ist noch von Olden Times, der aber Release-Tag. das hat auch übernommen für Release Radar. Ja, ja. Das ist halt Das ist am gut. Anfang mehr. Ja, eben, und Aber ja. dort rein, in diesem Song, nicht nur in den neuen Versi-Songs, die ich am Schreiben bin, auch in diesem Song hat es einen Rap-Part rein, Brudi. Gib ihm. Heftig. Jetzt Zwar- schon immer Rap, aber Rap-Part von dir, oder? Hier so ein, Geil. Wow. so ein richtiger. Ein kannst- richtiger. So ein Kannst du hässiger. am Butch Gitarre gehen und dann tust du den Part machen? Nein, es gibt keine Gitarre dort. Muss nicht. Ja, Haben wir das ist schon, gut. da kommt der richtig hässige Synthi rein. Gib ihm. Nico wird es hassen. Nein, wenn ein Synthi ist, ist gerade das Lied scheiße. Du hast das neue Linkin Park Album geil gefunden. Halt die Fresse. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan vom neuen Album. Mir gefällt es. Das neue Linkin Park Album ist Es brutal. gefällt mir mehr als die letzten 2 Alben von Linkin Park, die sie mit Mir Jazz auch. rausgebracht haben. Ja, ist so. Ja, voll. Also, Machen es wirklich gut. GG. Und zwar auch nochmal, weil der Hunting Party so scheiße produziert war. Hunting Party ist unter aller Sau produziert. Es hat so eine Phase gegeben, so 2013, 14 oder so, wo irgendwie ein paar Produktionen einfach weird waren. Ja, nein, sie es roh haben und möglichst Aha. hässig und real. Und es Ja. ist dann halt wie, die Songs wären glaube ich schon gut, aber sie tönen einfach nicht gut. Und dann Ja, ist es so. ja. Das macht einmal alles kaputt, ja. Gut, Ginger haben das auch gemacht mit 1 oder 2 EPs und ich finde es auch weird.
Keine Ahnung. Ja. Gut, bei Ginger bist du bei mir am falsch. Ja, Ich weiss nicht, sind nicht wir zwei da gestanden und haben beide so das Gefühl gehabt, das ist jetzt schon okay, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Dort bei Sepultura, oder? Nein, die sind doch Vorband von Bullet for my Valentine. Mit wem Dort bin ich denn nicht jetzt? gewesen. Es sind eben auch Vorband von Sepultura gewesen, etwa vor einem Monat. Nein, dort bin ich nicht gewesen. Ich aber. Ja, das... Und wie bist du? Obituary sehr geil. Jesus Peace auch wirklich sehr gut. Jesus Peace mal der HC, oder? Ja, voll. Ja. Und sie haben mega wenig Zuschauer gehabt bei ihnen und sie haben es trotzdem wirklich einfach abgefeiert. Und das finde ich ist mega wichtig. Zum Beispiel Bokassa findet ihr ja auch gut, also du zumindest. Oder eben, die habe ich auch das erste Mal gesehen, die es für Metallica eröffnet haben und niemand hat sich für sie interessiert. Aber die geben keinen Fick, Alter. Eben, genau. Ja. Und so hat es Aber was Bokassa ist Vorband von Metallica? Ja, Alter. im Letzi. Im Letzi? Ja. Das ist aber auch schon ein Zeitchen her, Im oder? 19. Okay. Das ist 60. Ja, auf jeden Fall. Eben, wirklich Jesus Peace sehr gut abgeliefert. Bei Obituary hat es schon mega viele Leute gehabt und die gehen halt immer Uhren ab. Geil, ja. Und nachher Ginger, ich habe so 2 Songs geschaut und da habe ich gefunden, irgendwie ist immer etwa das, was ich so gesehen habe, oder? Und dann bin ich halt ein bisschen gepäuselt. Das ist mir jetzt nicht zu nahe. Das ist nicht zu nahe. Aber Ginger ist einfach eine seelenlose Musik. Ja, also ich habe es auch mega oft schon gesehen und ich... Ja, Es ist Prog. Also, ja. Ja. Habe ich nicht so gern. Es ist kein Punk! Ja, ich sage immer, wenn sich Musik mehr anfühlt, als würde man Matheaufgaben lösen, als würde man klar. Musik hören, dann finde ich es nicht mehr so toll. Eben so, Ginger gab für mich unter das, Meshuggah, Dream Theater, es sind so die Bands. Ja, voll. Sind cool zum Checken und los, aber nach 2-3 Songs. Stimmt nicht, Atropas finde ich cool. Nach 2-3 Songs ist es so wie. Atropas macht es nämlich wie Trivium. Die sind noch genug Ja, poppig. sie haben Die sind noch genug poppig, dass es geil Also ist. ich freue mich mega auf Mycelia. Die haben schon lange nicht mehr Ich habe es erst einmal gesehen. Ja. Die machen eben auch so Mathe-Musik, aber sie Gentleman's machen es echt Mathcore, interessant. oder? Ja, voll, Ja. Die machen es echt Warte schon. Wer ist eigentlich ihr Sänger heute? Der Luki? Luki und der Mark. Okay, Geil, oder? Ja, voll. Wir sind beide. geil. Oder gut. Ich Also, habe es erst einmal warte. gesehen mit dem Luki. Ich freue mich dem von riesig. Warte schnell. Also klar, bist du Wie noch- geht es eigentlich um Luki in seiner Hand? Er muss nicht mit der Hand singen, ist ja Ja, gleich. das geht nicht. Du magst schnell kurz euch Mikrofon weg. Du magst schnell kurz das Mikrofon weg. Ah ja, stimmt. Ah ja, habe ich gemeint. Ja, du hast mir das mal gesagt, ich weiß nicht mehr. Ja, ist ja gleich. Ja, Ja, gut, das hat was jetzt hat er niemand mit seiner gehört. Hand gemacht? Ich weiß es eben nicht. Ist seine Hand kaputt? Ricky, Bist du ich bin nicht sein Arzt, ich das weiß Konzert gewesen, also ja, ist ja aber gleich. ja, aber vielleicht sollte man sie auch trotzdem, weißt du, Okay. ich weiß ja nicht. Ja, sind jetzt nicht Parkway Drive. Also, Ja und? jede Promo ist gute Promo. Ja, voll genau. Ja, das stimmt. Nach dieser Folge werden alle... Polen machen auch richtig geile Shit. Die habe ich eben noch nie gesehen, auf die freue ich mich. Weil Polen hat ja Mitglieder von Make Me a Donut, glaube ich. Ja, also, es hat geheißen, sie haben sich umbenannt. Mhm. Haben sie ein paar neue Hä, Mitglieder warte schnell. oder sind Die Band, die Band Make Me a Donut hat sich umbenannt. Das habe ich letztens gehört, als ich mit Save Last Breath in WW war. Ja, und jetzt heißen es Polen? Nein, es war nicht Polen, die haben nicht Polen geheißen. Ah, okay. Das ist... Aber Polen hat Mitglieder von Make Me a Donut. Ja. Dann ist einfach aus dieser Band 2 Bands geworden wahrscheinlich. Wer ist die andere? Ich weiss doch nicht mehr, wie es geheißen haben. Das war in WW. Ja. Das ist lange her. Ich bin ein alter Mann. Mhm. Ja, das wär's. Okay. Das war meine ganze Alright. Speech zu dem Thema. Es ist lange her, ich bin ein alter Mann. Ja. Ja, und die habe ich vor allem vergessen, dass sie auftreten, obwohl sie ja Hauptakt sind gemäß Ja, Flyer. voll. Es sind Ja, auch und DJs. dann noch 2 Es DJs. sind auch- Ja. Ein Dubstep und irgendein Techno, oder? Spannend. Ja, bin hure gespannt. Du hast mich so angeschaut, als ob ich es wüsste. Ja, die nehme ich dann auch nicht ins Ding rein, ins Gedudel. Also, jemand, der einen USB-Stick zockt, naja. Halt, Obwohl, man muss sagen- Brian, ich muss Wir jetzt... sind jetzt auch Ich DJs. muss jetzt wirklich schnell kurz eine von meinen Meinungen, die ich 20 Jahre von meinem Leben hatte, hat sich das Jahr sehr wieder leid. Also, es wäre die Meinung, dass ein DJ nichts macht. Es gibt sicher DJs, die nichts machen, aber ein DJ, der etwas macht, macht effektiv etwas. Der sagt allen Leuten, ja, ich habe deinen Musikwunsch gehört und lasse ihn nie laufen. Das habe ich gemacht an Okay. der Party, ja. Weil ich habe herausgefunden, ich kann ja auch nicht alles laufen lassen. Dann muss ich ja das Zeug vorbereiten. Du musst ja, Ja, eigentlich- Übergänge und so. du musst, ja, die ich- Übergänge musst du ja. nicht unbedingt vorbereiten, aber du musst ja Platten, also CDs und die Lieder und die Stücke ja haben, die du Bei willst Metal, spielen. bei Metal schon nicht, bei elektronischen Drum Bass, da musst du schon bei den Transitions achten.
mehr als... Ja, ich habe nicht gesagt, du musst sie nicht vorbereiten. Also, weißt, du musst nicht... Du musst live verstehen, die Crowd verstehen. Ja, wenn du deine Sachen da machst mit dem Drum and Bass, machst du ja auch nicht immer genau das Gleiche. Du weißt also, der Song hat jetzt den BP und dann gehst du mal runter und machst das. Also, du musst wirklich etwas machen, wenn du es gut willst machen. Nein, also ich mache schon bei Drum and Bass. Aber das ist einfach, weil ich einfach ein Control-Freak bin. Ja, was machst du jetzt? Planen und In- und Outs markieren und wissen, wo was. Und Okay. wo tue ich die Drums von einem Song. Aber es ist nicht vorprogrammiert, oder? Nein, also du machst es live. Eben. Ja, genau. Also ihr habt doch einmal jetzt aufgelegt an so einer Halloween-Party. Ja, aber eben, bei Rockmusik ist es so ein bisschen... Schon anders. Das ist so DJing, aber easy level. Ja. Genau, du musst ja nichts, du musst ja die Songs nicht gleich schnell machen, damit nachher der Übergang perfekt ist. Du kannst ja einfach bei Cut My Life into Pieces von Papa Roach kannst du einfach kurz eine halbe Sekunde sein lassen und dann Cut My Life into und dann sind alle happy. Ja, genau. Oder einfach schauen, dass auf den letzten Schlag vom Song einfach das Dim, 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 Dim von Linkin Park anfängt oder so. Ja, voll. I see. Okay. Oder es macht Spaß. Mein Favorite Move, das Intro von Matzen von Nachtbaden, einfach immer wieder reinschießen für den Song voran. Das ist funny gewesen. Falls jemand nicht weiss, was das ist, es geht so. Ja. Oh nein! Das wäre das ganze Intro von dem Song gewesen. Ja. Und das habe ich die ganze Zeit reingeschissen, immer wieder im Song voran. Ich habe den Song angecued, so da, Nachtbaden und dann einfach jedes Mal, wenn vorher ist, glaube ich, Billy Talent gelaufen. Jedes Mal, wenn es dort ruhig geworden ist, wieder Ja, das war wirklich funny gewesen. Ist noch mehr Plan von euch als DJs? Du, wenn die Anfrage kommt, dann wird sie sicher. Also, wir haben noch keine Anfrage. Hä? Was? Mal, haben wir. Haben wir Anfrage? Ja, du hast mir gesagt, ich muss sowieso, weil ich schon dort bin. Deine Bandraum-Buddies da. Raid 409. Sind wir DJs? Hast du mir gesagt, wir sind DJs dort, ja? Was ist Raid 409? Nachbar von uns. Ich weiß nicht. Du hast mir gesagt, du hast mir einen Screenshot geschickt. Ist nicht Mediapartner, nicht DJ. Nein, ich glaube, sie haben uns gefragt zum DJ. Also, das Screenshot, das du mir geschickt hast, steht drin, ob wir das DJ-Dings machen, weil ich bin ja eh schon dort, weil ich mit Matchbox Whisper spiele. Jungs, schreibt das mal, ich habe keine Ahnung mehr. Oder, ich habe komplett. Ricky schreibt gerade eine Diplomarbeit, darum ist sein Leben am ausser Rand und Band. Ja, ich bin voll. Für die nächsten 3 Monate bin ich da beschäftigt. Ja, voll. Ja, wäre doch nice, weil am 31. ist ja im Exil Rock Night mit Silvesterparty und der DJ dort macht es ja schon gut. Aber es läuft viel Rammstein. Es läuft immer Rammstein. Es läuft in der Stunde 4-mal Rammstein. Es geht mir auf den Sack. Niemand will Rammstein hören. Never ever will irgendjemand Rammstein hören. Hört auf mit dem Scheissdreck. Wir sind an einer Party. Das Wort heisst Party. Nicht... Ich sage jetzt nicht deutsche Reichsdemonstration, weil zweimal in der Stunde ist auch okay. Nein, einigen wir uns auf einmal am Abend. Nein, mehr. Rammstein ist einfach keine Partymusik. Mal, ich finde schon, eine Sonne an einer Party ist heftig. Wirklich. Ja, aber du hast auch. Nur weil jeder den Song kennt, aber es ist keine Partymusik. Ja, meinetwegen. Also wir sind noch immer offen für Anfragen. Also, check them out. Wenn ich Rammstein höre, wollte ich mir schon Bier in Grindetten, aber so, dass ich Rammstein nicht mehr muss hören. So 2 Toren stopfen. Ja. Also ich hasse jetzt... Sind Sie eigentlich auch dort im Silvester? Ich glaube nicht. Nein. Okay. Ich bin nicht Rammstein am Hassen. Ich bin nur Rammstein als Partymusik am Hassen. Brian, wärst du auch offen zum DJ machen? Nein. Nicht? Nein. Es interessiert mich wirklich zu wenig. So, ich will nicht eben... Einfach mal zum Bucketlist abchecken. Nein, muss echt nicht sein. Ich bin lieber der Besoffene, der zum DJ geht. Lass mal das laufen! Das kannst du auch machen. Ich habe eine Idee. Du musst einfach ein Mikrofon vor als DJ-Pult reinstellen, gibst das dem Brian ins Hand. Weil dann bin ich der MC. Dann machst du DJ und der Brian Live-Karaoke. Und ich bin der MC dazu, genau. Ja, das ist gut. Und dann alle am Abfeiern und der Brian kommentiert einfach, was so abgeht im Club. Jawohl, der schwarzhaarige Goff da drinnen mit den Stiefeln hat sich jetzt gerade allein gezogen. Der andere schwarzhaarige Goff da drinnen, der auch Stiefel anhat. Surprise. Surprise. Hat jetzt gerade 15 Minuten gebraucht, um ein Selfie zu machen. Ja, die Goths lieben wir halt. Es war wirklich eine lustige Party. Ja, voll. Sehr lustige Party. Alle Instagram-Models, das war funny.
dort rein hat es so viel nackte Haut gehabt. Es ist wirklich, ich hätte in Begleitung von meinen Grosseltern müssen dort sein. Ja, voll. Du hast Stichwort gegeben. Nackte Grosseltern. Haut. Nicht nackte Haut von Grosseltern, sondern du hast gesagt, du willst heute darüber reden, dass Bands so OnlyFans-mäßigen Content sollten raushauen. Nein, halt. Ich habe nicht gesagt OnlyFans-Content. Ah, Ich habe nicht Okay. gesagt, Bands sollen OnlyFans... Okay, wobei, sehr viel als Breath. Ja. Also, oder Must Be Wrong. Also Ja. würde ich jetzt vielleicht sogar noch subscriben. Aber was meine Themen war, ich bin letzte sind wir wieder mal auf Instagram unterwegs gewesen und dann haben wieder mal irgendwelche Instagram-Models, die eigentlich nichts anderes machen, wie irgendwelche Selfies den ganzen Tag aufladen. So eine Wishlist bei ihrem Linktree haben sie so eine Amazon-Wishlist und so einen Buy Me a Coffee-Link. What the fuck? Ja. The Band? ja, dann, oder also vor allem so Kleider sind Tu drauf. nicht so, als ob du nicht wüsstest, von was ich rede, Ricky. So ganz Eine Band oder unschuldig. Nein, Instagram-Models? Instagram-Models. Aha, ja. Das wissen wir ja. Ah, okay. Aber, und darum habe ich das Gefühl, wieso machen das Bands nicht? Das macht ja eigentlich Sinn. Wenn's, Ja. Ich meine, nur weil du als Band nicht deine Schöppe in eine Kamera hebst und dein Viertel hübsch machst, Ja. es ist ja eigentlich das Gleiche. Du bist ja Kannst du eine als... Coffee-Page schon machen, ja. Du bist ja ein Musiker, der Musik macht und Unterhaltung für irgendwelche Leute bereitstellt. Und das wäre ja eigentlich gar nicht einmal so... Ich fände das gar nicht mal so dumm, wenn du dann einfach so... Gibt es das vom Thomann? So Thomann-Wishlist? Wahrscheinlich. Also, Also eine Amazon-Wishlist? Ja, es gibt sicher so eine Wishlist, ja. Und genau da habe ich eben gedacht, du musst da wahrscheinlich von Grund auf irgendwas ändern in den Köpfen der Fans, wenn das soll funktionieren. Ja. Weil Bands Eben, meine Dinge, ja. von diesen Damen, die Selfies aufstellen, die funktionieren doch so, ich sehe nackte Haut, ich gebe jetzt Geld aus. Und bei Bands ist so, ich sehe eine Band, mir ist es nicht mal wert, 15 Stutz für ein Konzert Genau, Eintritt so zu zahlen. Offerte-Nachfrage-Zeug. So. Ja, darum, man müsste irgendwie an dem arbeiten, so an der Basis, dass der Gedanke eher wird, ich zahle denen neue Gitarrenseiten, dann haben sie dank mir wieder geilen Sound für Konzerte zum Beispiel. Naja, es ist wirklich so, weil es ist die, wie heißt das, die, ich habe das Wort vergessen, weil Musik ist jetzt halt so zugänglich, ist nicht mehr wie früher, hast du Kassette, Vinyl, CD kaufen und es ist immer da, du kannst immer, Voll. ist so zugänglich, oder? Ja, das Ding Der ist halt, Wert eben, von der Kunst ist halt- Musik wird als freies Gut angeschaut. Genau, Ja. genau. Die Was ganze sie ja auch ist. Commodization of Music. Ich als alter Punk muss sagen, Musik ist auch ein freies Gut, aber du musst halt trotzdem irgendwie können Musik machen. Aber ja, und eben, ich habe jetzt das Gefühl, du könntest das theoretisch gesehen machen, wie, ich nenne das immer, das ist meine Radiophilosophie. Weil es gibt doch das Zitat von einem Interview von einem von Oasis, ich weiß nicht mehr, welcher das ist, wo er einfach rumschießt von wegen, der Kunde ist dumm, der weiß nicht, was er will. Von wegen, niemand hat gewusst, dass er den Elvis will. Niemand hat den Elvis wählen. Sie haben ihn einfach angestellt und dann haben ihn alle gefressen. Niemand hat den Oasis wählen. Es ist angestellt worden, sie haben es alle gefressen. Niemand hat das und das, niemand hat ABBA wählen. Es ist auch gepusht worden und sie haben es alle gefressen. Und das ist ja bei der Mode auch so. Also ganz Absolut, ehrlich, ja. weil Mode, nur weil du das Gefühl hast, du bist jetzt ein Trendsetter, weil du der Erste bist, der im H&M das kauft. Der H&M hat es dir ja angestellt. Der H&M, also die Modelabels diktieren, was wir anhaben. Du kannst ja gar nicht selber sagen, ja, ich lege jetzt Oversized Jeans an, wenn keinen Oversized Jeans verkauft. Und das Gleiche ist mit der Popmusik. Ich bin mir zu 100%, du hast ja gesehen, beim Knocked Loose ist scheiß Jimmy Kimmel gelaufen und es haben sich nur etwa 20 Leute auf Facebook darüber aufgeregt. Alle, die sagen, es hat einen riesen Shitstorm gegeben, ich habe den scheiß Stimmt Post auf nicht. Facebook angeschaut. Es sind etwa 15 Leute gewesen, die gesagt haben, das geht gar Mein nicht. Kind hat angefangen zu brüllen, Ja. was das gehört hat. Das habe ich der geilste Und- gefunden. In meiner Wohnung ist ein Portal zu der Hölle aufgegangen, bla bla bla. Und es ist Facebook. Also Ja, Facebook, das kommt eben, noch dort dazu, müssen eigentlich viel mehr Leute so reagieren. Einfach so zur Info. Und Und- ich meine, wenn du die Internet Theory schaust, wahrscheinlich sind es Bots. Ja, eben, aber das ist das Ding. Darum, meiner Meinung nach, wenn du einfach quasi, und dort haben es auch alle, die dort gestanden sind, das Publikum an dem Abend hat ausgesehen, als ob es Unterhaltung gewesen wäre von Knocked Loose. Und Jimmy Kimmel Live ist jetzt nicht eine Audience, wo ich würde sagen, hat Knocked Loose jemals gesehen voran. Oder hat gewusst, was Knocked Loose ist. Absolut. Ja, Außer voll. vielleicht so 250 Leute, die gewusst haben, Knocked Loose spielt dort und die sind wegen Knocked Loose dort angegangen. Aber so, die generelle Crowd hat ausgesehen, als ob sie es enjoyen würden. Oder Ja, immer, absolut. wenn du ja so Sachen siehst wie, was ist, das Jahr haben wir ja mal ein gutes Beispiel dafür gehabt. Olympische Spiele.
Gojira! fucking einfach Gojira da gestanden Ja, ist und Mann. alles einfach gefeiert haben, die da gestanden sind. Gut, ich meine, Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du im Radio jetzt einfach würdest anfangen, ab morgen wird einfach jede Stunde ein Foo Fighters Song laufen und dann ziehst du das durch, dass einfach immer mehr plötzlich Foo Fighters, keine Ahnung, Papa Roach, du wirst wahrscheinlich bis zu Parkway Drive kommen. gut, ich meine, es gibt Sirius XM und Octane und der ganze Zeugs und es läuft. Also das, Ja, eben, das aber gibt's schon. das sind ja Nischensender. Ich meine jetzt wirklich so die grossen Sender, so BBC One Es und ist so. auch Paleface in SRF 3 gelaufen. Ja, aber das ist auch in einer Nische-Ding gewesen. Nicht Ja, als, voll. das ist nicht auf der Standard-Airtime Gerne. gewesen. Auch nicht. Nein, das ist das das ist das Ding Die gewesen. Sendung da, Das ist die Sendung gewesen mit ihr. Ich weiss nur nicht, wie sie heisst. Weiss Dort auch nicht. werden immer Schweizer Künstler gepusht. Das Ja, geht okay, um das. Okay. Ja, sehr cool. Aber gefunden, eben, ja. wenn du das stelle ich mir das so geil vor. Stell dir vor, du bist so irgend so einer, der SRF hört und dann einfach so am Donnerstagabend laufen immer so weirdes Zeug auf SRF und dann fahrst du so von Arbeiten heim, denkst du nichts Böses, so hast du so einen richtigen geschissenen Tag gehabt, denkst du nichts Böses dabei, jetzt stellst du das Radio ein und dann hörst du einfach so den Zelle in diese Ohren schreien. Ja. Und dann denkst du so, what the fuck ist jetzt los? Richtig schöne Vorstellungen. Das stelle ich mir geil vor. Aber eben darum, ich bin mir gemeint, wenn du jetzt einfach Mainstream-Sender nehmen, also Einfach mehr wirklich Visibilität geben. die grossen Sender, und die würden jetzt einfach, wie das die Modekette machen, sagen, das ist jetzt der neue Shit, das ist das, was wir jetzt los, die Leute würden es fressen. Absolut, ja. Ja, Alle, Kein Zweifel. weil die meisten Leute, ich denke mir das immer so, ich finde das Zitat so geil, wenn du dir vorstellst, wie dumm der Durchschnittsmensch ist. Ja, musst du dir halt einfach bewusst sein, dass die Hälfte noch dümmer ist als der. Ja, das ist krass. Ja, voll. Nein, wir haben eben das gehabt mit wegen. Und darum, warte, ich muss also, kurz, ich bin schon seit 5 Minuten im Right. Rausholen. Und darum So habe ich das Gefühl, wenn du ranted. jetzt als Band das einfach mal würdest machen und du würdest das einfach als Band so normal behandeln, wie all die OnlyFans-Models das behandeln, würde es wahrscheinlich funktionieren. Aber das ist Ja, von hast einer, recht. von einer Zuhörerperspektive, nicht von Künstlerperspektive. Oder? Nein, das ist von einer Künstlerperspektive aus. Also sie müssen. Wir als Künstler müssen müssen der das jetzt... Kunde seine Ansicht ändern, Nein, dass das funktioniert. nein, musst sie meine dazu ganze Theorie ist ja anstossen, ganz, das meine zu ganze ändern. Theorie ist ja gewesen, dass der Kunde dumm ist und frisst, was du ihm gibst. Wenn immer wieder Blöd eine gesagt. Story siehst, hey, wir brauchen neue Seiten, wir brauchen einen neuen Gitarrenhals, wir brauchen neue Drumsticks, da ist Weißt du, unser Link. Also wir haben gesehen, Crowdfunding funktioniert. Aber, ja. Mhm. Und eben, wäre aber das so hat ein am Anfang auch, Mini-Crowdfunding. das ist am Anfang auch von allen immer so angeschaut worden. Also ich kann, das ist immer auch meine initiale Reaktion. So Ja. oder? Ja. Mhm. Ich muss vielleicht das auch ändern. Ja, aber eben, bei mir ist es so, wenn ich jetzt mittlerweile höre, Band hat das Crowdfunding, ist so, aha, ja, okay, gut für sie. Voll. Gut für sie, können sie das Album Ich produzieren. meine, gibt es Offer, gibt es eine Nachfrage, das stimmt. Ja, Voll. und Und eben das mit ist- dem wäre es so wie einzeln, oder? Du bist der, der ihnen das gekauft hat von der Wishlist, oder? Mhm. Und das ist das, was ich jetzt eben gerade so, was ich jetzt einfach das Gefühl habe, wenn wir jetzt einfach als Bands würden das ganze Thema nehmen und es genau so behandeln, wie es die OnlyFans-Models machen, Ja. würde es wahrscheinlich sogar funktionieren, weil du bräuchtest dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr Angewöhnungs... Eben, wie gesagt, Alter, Mann, wir sind so... Wir sind so Vielleicht ist aber anders asozial unangenehme Wichser, Ja, wie wir jetzt von wir- Kunden reden. Wir haben auch eine Zeit, Von Fans. aber wir haben auch eine Zeit erlebt, wo Spotify noch nicht gegeben hat. Ja. Oder? Und deswegen haben wir noch Ja, die Perspektive. aber ich bin mir im Fall ziemlich sicher, die meisten Leute, die OnlyFans-Models Sachen kaufen, haben in den 80er Jahren ein Haus gekauft. Können Sie ja. In dem Fall. Schön gesagt, ja. Ja. Darum, das Ja. ist etwas, was ich mir so überlegen will, das können wir theoretisch gesehen haben. Müssten wir mal herausfinden. Das wäre jetzt etwas, Mhm. einfach zum noch den Ball zurück, zum etwas Schönes, was das Jahr passiert ist. Das wäre jetzt etwas, was sich doch der Roman und der Joel mal könnten anschauen. Also, ich muss sagen, wenn Sie. Ich finde immer lustig, weil Sie bringen für einen neuen Themenbereich einen neuen Podcast raus. Nachher tun Sie den fertig labern. Nachher bringen Sie einen anderen Thema und machen einen neuen Podcast. So, Jungs, Das ist ja voll Brand- easy. so, Branding, machen wir mal eins. Einfach eine. Der Joel und Roman Happy Hour. Pam. Und nachher kannst du auch Schnurren von was Ich bin mir ziemlich sicher, Joel und Roman Happy Hour ist etwas, was man nicht öffentlich kann, ausstrahlen kann. Also ich bin sehr froh, dass die Jungs zurück sind. Aber Und sie- Noel. Mit der Joel, oder? Noel. Noel. Ah, stimmt, ich kenne aber sie sogar und Noel sag ist den im falschen Social Namen. Media Bereich. Noel, ja. Nachher ist im Podcast auch Sie nachher? hat mich auch kaputt gemacht. Sie hat, glaube ich, etwa 3/4, sie hat, glaube ich, sicher etwa einen Monat lang mit mir geschrieben und ich habe gemeint, es sei der Roman oder der Joel gewesen. Ja, ich habe eben auch gemeint, wo sie so Stories gemacht haben in einem Konzert, und ich so, hä, wo ist der Joel, wo ist der Roman? So, what the fuck? Ich habe herausgefunden, wer es ist, bevor es öffentlich war. Ja. I was a Schlecht. smart boy. Wow. Sie haben mehrere Wrenches in meine Gears hineingerührt, Mhm. aber I was a smart boy.
Ja. Weil das war am Konzert gewesen, wo ich mit Fearlab durfte spielen und mit Expello und Das in Winter. also im Winter, genau. Ja. Also was ich mit dem würde sagen, ist so wie der Joe und Roman haben aber jetzt wieder mal einen Themenbereich genommen, wo sie jetzt dazu gefesselt sind. Oder? Ja, aber das ist ja eher ein Ding, das ist ja gut. Ja, ich weiß. Aber nachher musst du halt für jedes neue Podcast immer neue Public. Ja, aber das finde ich eigentlich auch voll okay. Was Weil- ist denn der Themenbereich jetzt? Jetzt ist ja Stage-Sachen, Behind-the-Scenes-Stage. Okay. Also vorher Social Media und Genau. jetzt Stage-Sachen. Also Genau, nein, ja. jetzt geht es eigentlich mehr um den ganzen Admin-Scheiß hinter einer Band. Genau. Ja, okay. Genau. Und dann ist halt, irgendwann hat sie nachher genug von dem geschnurrt und dann ja, jetzt sind wir fertig. Und Jetzt das ja, dann kommt's so. Corebound Ja, aber ich ist doch finde auch das- von Ihnen, oder? Nein, Corebound ist von Erik Rickomat. Ah, Ja. also Überblick nicht. Und Noel ist dort auch dabei. Ah, darum habe ich es Deswegen. verbunden miteinander. Okay, ja. voll. Aber ich finde das auch völlig okay, weil ihr Podcast ist im Gegensatz zu unserem einen mit Inhalt Ja. und Ziel. Mhm. Also sie haben blöd gesagt einen Bildungsauftrag mit ihrem Podcast. Stimmt. Ja, voll. Wir halt nicht. Aber das Thema ist, Leute, die IMS mit dem haben gefolgt haben, bekommen jetzt nicht Notification, dass ein neuer Pod rausgekommen ist. Weil sie halt folgen einem Gut, Pod zum und es ist ein Fernsehen. neuer Pod rausgekommen, wo anders... Eben, es ist auch... Zum Fernsehen, Ja, Branding. ich habe jede Folge gemischtes Hack gelost. Ich folge dem Podcast auf Spotify. Das Spotify hat nicht das Gefühl gehabt, das müssen wir mitteilen, dass nach der Sommerpause eine neue ja, Folge das rausgekommen ist. das ist auch... Also es kommt eher drauf an. Ich weiß. Es könnte besser laufen. Ich nehme auch noch einen Schluck da nicht. Aber Roman und Joel, ich bin happy, dass sie zurück sind. Ich freue mich auf den Podcast. Obwohl, es ist ein bisschen... Noel, ich bin Es- happy, dass es mit diesen zwei aushaltest. Yeah. Obwohl, es ist ein Ich bisschen... wünsche dir viel Glück, viel Erfolg. Heb durch, viel Durchhaltewille. Es ist ein bisschen gemein. Es wird ein Marathon. Sie haben eine Podcast-Folge rausgebracht, die keine Podcast-Folge war. Und ich habe so 12 Minuten gelesen und ich so, und ist fertig. Und ich so, hä, was? So wie, yo. Da drinnen haben sie aber schon wieder ausgeteilt. Es ist schon wieder eine Ohrfeige gegeben. Oi, nein. Oi! Nicht wirklich. Ah, okay. Er hat einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der Joel hat irgendetwas gesagt und der Roman hat das Gefühl gehabt, gar nicht 12 Minuten in und schon hast du schon wieder Beef gestartet. Okay. Ja, wir machen nicht so viel Beef, aber dafür macht Abby Falls Beef für uns in Tschechien. Das ist schön gewesen. Das ist wirklich, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen vom Döme. Er hat sich immer gewünscht, dass in der Schweizer Metal-Szene mal so wie früher bei den deutschen Hip-Hopper so ein bisschen Ketzereien Es gibt. ist auch ideal. Es ist die beste Promo, die du kannst haben. Und dann war er bei uns im Podcast gewesen und hat einfach kein einziges böses Ja. Wort Es gesagt. war viel zu friedlich gewesen, Das wirklich. stimmt, ja. Eben, fangen wir mal Beef an. Wir brauchen Content. Ja, wirklich. Das wäre echt schön. Vor allem einmal erfährst du ihn erst vom Beef, wenn er durch ist, weil sie ihn gar nicht in die Öffentlichkeit genommen haben. Das Ja finde gut, ich aber einmal das auch ist kacke. bei uns, das ist in der Schweizer Metal-Szene immer so. Wir haben ja auch hure Beef überall. Das weiss einfach niemand davon, weil sich alle einfach immer im Hintergrund hassen und im Vordergrund lieb sind. Komm, hör doch auf mit dem Seich. Mach Ich es weiss es. umgekehrt. Ich weiss, dass ihr euch alle hasst. Macht es Ja. öffentlich. Ich weiss es nicht. Ich vermute es einfach. Ja. Nein, Wir sind ich- alle keine Teenager. Wahrscheinlich hat einfach niemand mehr Beef, weil alle, die in der Schweiz Metal machen, mittlerweile 30 plus sind. Ja, voll. Sucks Honor. Obwohl, da muss ich sagen, jetzt habe ich wieder mal gesehen, dass junge Bands kommen. Zum Beispiel von wegen Corebound, da jetzt ist Akudama Metal Coreband, das sind auch junge, glaube Wie ich. heissen die? Akudama. Okay. Ja, und ich habe so gesehen, so Anfangs 20 oder vielleicht sogar Ende Teenager. So, ja, cool. Neue Metalcore-Band, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wirklich. Gibt's auch noch? Eben, ist cool, es kommen neue Bands, das ist geil. Weiter so. Es hat es mal jeden Tag gegeben, eine neue Metalcore-Band. Also gerade will ich sagen, so, vor 10 Jahren war ja Metalcore der Shit. Ja, gewesen. genau. Und jetzt ist es halt so ein bisschen relativ alter Shit. Relativ alter, nicht Ja. ganz Es kommt darauf an, alter. welcher Ja. Metalcore. Und, ja, aber was ich will sagen ist, jetzt hast du ja wie nicht das und das ist das Neue. Also Slam ist gar nicht mega gross geworden. Es Weile lang hat es schon mehr Slam-Bands gegeben, aber das ist nie Beatdown so. war es mal. Gewesen. Ja, Ja. Und dann hat stimmt. Paleface Also aufgehört, ich seh- Beatdown machen. Ja, Also ich hast sehe recht. jetzt mehr junge Hardcore-Bands. Ja, stimmt. Es kommen, es kommen junge, rohe Hardcore-Bands auf die Bühne, die Gitarren-Sound haben, die des Teufels scheiße hässlich tönt. Weil irgendwie, glaube Vom ich, Style, alle weißt haben keinen Bock mehr auf den überprozessierten huren Drecksound. Das stimmt, ja. Das Ja. HC ist ideal, um einfach nur roh zu tönen. Das Q-Bands stimmt. kommen zurück, das finde ich sehr cool. Ja, das Es geht wieder weg von den Also In-Ears. ich finde es sehr cool, weil ich spiele noch Gitarre. Ich muss es erst nicht tragen, ich muss ein Mikrofon halten. du trägst Oh, ja. meine Einpalten. Ja, voll. Also
Wenn ich ein Amp müsste tragen, dann würde mein Drucker dann etwas sagen. Nein, ich frage mich, was das Neue ist, was vor allem bei den Jungen Huren gut HC. Also ich finde... Rohe, Das ist ja nicht neu. Nein. HC gibt es seit Ende 70er oder so. Neue, rohe, hässige Heavy Hardcore, so Okay. Knocked Loose-mäßiger Hardcore. Ja, stimmt. Metallic Hardcore. Ja. Da Ja, sehe aber ich Metallic schön. Hardcore gibt es auch schon verdammt Nu lang. Metal sehe ich auch mega viel... Das ist auch wieder nichts Neues. Ja, ist nichts Neues, aber es kommen junge Ja. Nu Metal Bands. Ey, genau vor einem Jahr bin ich an einem Konzert gewesen, wo Another Approach auch war. Und dort hat es eine andere Band gehabt. Ich habe vorher und nachher nie mehr etwas von ihnen gehört. Das ist so richtig Nu Metal gegangen. Mhm. Und es war auch etwas mit A gewesen, und die haben einen mega komischen Sound gemacht. Aber ich hätte jetzt gesagt, das geht unter Nu Metal. Und die sind sicher auch erst so Ende, also so 19 gewesen Sind oder sie von der so. Schweiz oder? Ja, ich habe es gemeint, aber sie haben, Mit glaube A. ich, easy viele Fans so in Japan und so. Und in der Schweiz halt keine. Geil. Ah. Ja, Mann, das war ein verdammt geiles Konzert gewesen. Mhm. Another Approach, All Life Ends und noch eine dritte Band mit A. Wann war das gewesen? Am 30.12.23. Ist das im Mundwerk gewesen? Ja, voll. Ja, Ja. da bin ich auch gewesen. Eben, wir haben uns doch mega lustig darüber gemacht, dass wir haben zuerst gemeint, die Band hat 2 Sängerinnen und eine ist eigentlich nur so ein Hype-Girl gewesen. Ich weiss, welche. Ich weiss, ja. Eben, wir sind miteinander gewesen. Ich weiss, A. welche Band das Aura? ist. Nein. Ja, Aura. Doch. Mal, doch. Nein, Aural Coma. Coma. Nein, Aural Coma. Doch. Doch, Aural Coma. ja. Aural Coma, Ah nein, ja. die machen Visual K, die machen nicht nur Metal. Die machen das japanische Metal. Wie nennen wir das? Visual K. Visual K. Bruder, ihr sind einfach keine Weeps, weißt du? Ich bin sicher kein Weep, Mann. Also nicht mit dem so, der Brian. Also Visual K. Also gibt's ich seit bin den im Fall 80ern mehr in in Japan Japan. gewesen, Kenn wie ich ihr zwei, nicht. hä? Ist praktisch japanischer Hair Metal, wo einfach so Core und No Metal Einflüsse hat. Es gibt so alles Visual K, ist eher Hair Japanischer Metal. Glam Es Metal. ist- Fuck yes. Ja, Es Alter. ist Intro von Animes Musikstil. Ja. Ja. Musst den Luca von Anthem for Dying Day fragen, der hört es auch. Okay. Ja, Weep-Musik. Der von Weep Musik. Ich habe letztens Anime Fans wieder japanische Unite. Musik gelesen. Ja. Asian Kung Fu Generation. Voll. ist voll Nein, sick. Our Coma sind sick. Ja. Du, Die ich müssen habe es mal mehr dort gesehen machen. und es ist so... Es ist zu viel gewesen für mich zum Verstehen in dem Moment. Spotify scheint es berühmt zu sein, aber live in der Schweiz funktioniert es nicht. Gut, Sie aber- sind halt so irgendwie Hälfte ist von der Romandie, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, also ich habe die eben noch nie live gesehen. Es ist eben niemand rausgekommen bei uns. Es ist niemand Ja, wir wirklich... sind wirklich da gestanden so... Aber ich kann sagen, What? das ist wirklich, das ist eben, glaube ich, dort sind wir doch beide da gestanden und haben das Gefühl gehabt, das ist jetzt unser Problem, dass wir das Ja. nicht Ja, verstehen. voll. Nicht ihr. Nein, Ja. aber also, die gibt es auch seit 2017 oder so. Also, Ah, krass. Ja, die sind ich nicht hätte neu. gedacht, die sind mega jung. ja, Okay. voll. Die sehen einfach so aus, weißt du? Ja, das Ja. haltet einem jung. Asiatisch. Shit. Ja, nein. Ja, das ist geil gewesen, aber ich bin einfach hin und vorne nicht rausgekommen. Mhm. Mhm. Aber eben, das ist meine Schuld, dass ich hin und vorne nicht Ja, rauskomme. ja. Nicht, Aber in dem Fall ist das ihre. auch nicht der neue Shit, weil es das schon lange gibt. Ich kenne es Aber- einfach nicht. Aber, Ja. was sind Ja, so... logisch, es kann ja keinen neuen Shit mehr geben. Was willst du erfinden? Es gibt ja schon alles. Ja. Hässiger Rap, der eigentlich Metal ist, haben wir auch schon gehabt. Ja, hast recht. Mhm. Ja. So Synthi-Metal. Gut, der Browning und so Zeugs. Nein, nicht das. Browning Ich meine nicht das. Ich stimmt. meine mehr so Ghost. Ghostman. Also nicht so Ghostman, richtig. Das ja. ist Trap, Okay. also so der Metal Trap. Trap ist auch kein neuer Shit mehr. Das gibt es auch schon seit 8 Jahren. Ja, voll. Ja, voll. Ja. Ich weiss, was der neue Shit ist. Nein, so neu ist ja, aber am Schluss neu ist so, es ist immer so ein Rework von all das Zeugs, wo einfach eine neue Facelift bekommt, weißt du? Ja, Das stimmt, immer- ja. Bei meinem Metalcore hat in den 90er angefangen. Und nachher hat es die erste Welle gegeben, nachher Killswitch und so. Die Alter, zweite ja, Welle. Mann, ich habe fucking. Wie heisst es? Unearth. Nein, Die haben auch. Darkest Hour habe ich letzte Woche gesehen. Nice. Geil, geil. Im Z7, oder? Mit Ja. Fit for an Autopsy. Und Psylosis. Geil. 2-mal in einem Jahr Psylosis. Mhm. Heavy. Ich meine, du hast auch die Ich glaube, HZ. vielleicht sogar 3-mal in einem Jahr. Wann ist Guild Trip gewesen? Das ist auch das vor Jahr 2-3 gewesen. Monaten gewesen oder so. Nein. Wann wolltest du Nicht irgendwann im etwas Sommer mit gewesen? Weiche Sleeps sind. Nein. Malevolence, der wo Malevolence Headliner war. Ist das schon Anfang des Jahres gewesen, oder? Ah. Ja. Oder Ende letztes Jahr. Ja, Uhren. Weil ich habe Guild Trip in Sedel. Ja, nein, es ist nicht Guild Trip, Sorcerer. es ist Malevolence. Ja, Es ist der, und wo ich Guild im Trip mit Dynamo. Malevolence drin war. Mhm. Mhm. Ja, mit Celosis, oder? Ja, das ist Ja. alles. Ich hätte gesagt, das wäre auch noch das Jahr Ich habe es eben auch gemeint. Ja. Im Januar Könnte oder so. sein. Heavy Stuff.
Mhm. Das war fucking Ja, sick voll. gewesen. Und die erste Band dort war die Band, die die erste Single von der neuen EP von Silosis, die Sängerin, ich habe den Namen von der Band vergessen. Die ist dort eben, das war auch wieder so eine, gewesen, wo ich... English? Nein. Welche Band? Brüder, ich habe den Namen vergessen. Nein, welche Konzert? Aber ich bin immer am gleichen Konzert gewesen. Das mit Malevolence. Malevolence, ja. Nein, Silosis. Silosis? Ich rede jetzt immer noch vom Silosis-Konzert. Silosis Ja. Darkest Hour Ja. und eine Band mit der Frau. Ja, und eben, ich habe den Namen vergessen von der Band. Novelist? Nein. Nein. Wer hat mit Silosis und Darkest Hour gespielt? Ah ja, Novelists sind auch eine Frau, haben wir ja gesehen. Stimmt. Eigentlich. Ja, aber die sind es nicht gewesen. Okay. Weil die wären grösser als alle Bands, die die gespielt haben. Ja, fair. Ist eine kleinere Band als Ja. Darkest Hour Silosis. Weiß auch nicht. Alright. Geh doch schnell den neuen Single von Silosis suchen auf dem Tablet. Ah, Auf jeden Fall, die haben das auch eine Band gewesen, wo dort ist der Gitarrensound so grundgott jämmerlich scheiße Ist gewesen. Silosis in Zürich? Oder? Gib einfach Silosis ein und dann schaust du ihre Single von der neuen EP an und dort siehst du den Namen sie von der sind anderen drauf. Band. Die andere Band ist drauf? Ja. Featuring. Ah, alright. Und right. dort, das ist auch der hohe Sound von der Gitarre, ist also wirklich unterste Schublade gewesen. Die Vocals sind auch einfach so richtig so roh rumgekotzt gewesen. Und es ist einfach irgendwie geil gewesen, aber irgendwie auch nicht. Ist Ich bin nicht- The Path. Ja, Harriet. ja, Harriet, genau. Ah, ja. Nicht zu verwechseln mit Henriette B. Ja, voll. Genau. Ja, die sind, right. das ist auch etwas, jetzt bin ich immer noch nicht sicher, ob ich es jetzt geil gefunden habe oder nicht. Weil irgendwie ist es schon geil gewesen, aber sie haben so eine Oldschool-Hardcore-Attitüde gehabt, aber der Sound irgendwie ist dann zu langsam gewesen für das, weil er so einfach Drop G und runterpitcht und einfach nur dödüm war. Ja. Und Vocals so Mhm. das war eigentlich schon geil gewesen, aber irgendwie haben wir gerade an dem Abend nicht so abgeholt. Band sagt mir nicht so viel. An dem Abend habe ich mehr wollen Müssen wir checken. Silosis und Darkest Hour gesehen. Mhm. Mhm. Ja, was sind so die Jahreshighlights für euch? Silosis. Eversis-Shows in Polen. Nice. Ja. Definitiv das. Eversis-Show und letzte Whiteout-Show. Mhm. Der, Oh nein, die ist es, Alter, sorry. Das ist die beste Show vom Das ist Leben, cool gewesen, ja. Alter. Mhm. Haben die sehr geil gefunden. Mhm. Ja, voll. Die Das war ist nicht. fucking sick gewesen. Jetzt sind Ballone Das rumgeflogen. einzige Mal, wo White mit Kostüm gespielt hat. Ballone sind rumgeflogen. Das wäre... Nein, Eversis hat das schon ein paar Mal gemacht. Mhm. An Geburtstagspartys, wenn wir Cover-Songs gespielt haben. Nice. Mhm. Bier. Für einen Handshake und einen Hotdog. Nein, für einfach Saufen an der Geburtstagsparty. Mhm. Ja, schon. Die erste war. Sonst noch. Brian, was hast du so gehabt? Ich bin noch ein bisschen überlegen. Mein Highlight war Dying Fetus am 9. Dezember im Komplex. Mhm. Es hat ohne Scheiß guten Sound gehabt im Komplex. Mhm. Und Chelsea Green war die eine Vorband gewesen und sie sind mit Abstand die sanfteste Band am Abend gewesen. Und der Sänger war mega high gewesen. Also das hast du mal angesehen. Es war ein richtiges Koala-Bärli gewesen. Und Chelsea Green sind auch noch Vorband gewesen. Nein, das habe ich ja jetzt gerade gesagt. Und die Spiced Icons sind auch noch Vorband gewesen. Und die sind böse gewesen. Aber Ja. Dying Fetus sind einfach alles plattgewalzt. Ich habe es jetzt zum 10. Mal gesehen und es ist einfach das perfekte Konzert Ich habe gewesen. noch nie Dying Fetus live gesehen. Musst du unbedingt mal. Es macht so glücklich. Ich habe noch mal 2 Highlights. Ja, sag mal. Hause. Gib ihm. Open Air Grenichen. Mhm. Hatebreed. Alles am Open Air Grenichen. Valetudo. Alles am Open Air Saufen Grenichen. im Backstage. Der Brian vor allem am Open Air Grenichen. Ja, voll. Es war zu schön gewesen, wirklich. Das ist sehr geil Grenichen. Mhm. Das, unser stabiler Austausch mit dem Sänger von Adam Angst. Ja, Der spontan. war wirklich geil gewesen. Und Tränen in den Augen haben, Pipi in den Augen haben, wo der Yannick auf dieser Metallica-Bühne rausgerannt ist am Greenfield und das Gitarre-Solo gerissen hat inmitten von der voll. Crowd. Das ist Alter. geil. Oh ja. Mhm. Das ist auch ein heftig Jahreshighlight gewesen. Mhm. Ja, Yannick voll. mit der Flying V dort so Ja, das ist der Wahnsinn. am gewesen. Gitarre-Gott Ja, spielen. voll. So, Dort habe ich wirklich... Ja. Dort bin ich da gestanden und habe mich an den Moment zurückerinnert, wo mir irgendeiner so auf die Schulter tippt und so verdammt gehypt war, weil wir jetzt zusammen ein Konzert spielen. Und das war der Yannick gewesen, und dann haben wir das Konzert nicht zusammen gespielt, weil ich nicht da war. Und jetzt ist er berühmt. Und jetzt ist er Big Daddy Yannick. Ja. Ich weiß noch, wo wir mit Sacrifice by the Scythe in so einer Bunkerbar an einem Donnerstag gespielt haben in Zürich, wo so niemand gekommen ist, aber trotzdem lustig war. Jetzt haben wir denen ihren Sänger als Bassisten schon Aha. gegeben. Tatsächlich, ja. Voll. Das ist sehr geil gewesen. Mhm.
Ja, ich kann einen Song machen mit. Ich kann mit dem Small District etwas machen. Stimmt, das ist Geil! Das war geil gewesen. Ja, der Feature. Das war gut gewesen. Das sind gute, wirklich. Ah ja, Rock the Hell würde ich wirklich auch zu meinen Highlights zählen. Das Slam Festival in Wildhaus. Das ist einfach so do it yourself und sowas von geil. Das habe ich auch schon gehört, dass es geil ist. Rock Mega. the Hell. Ja, das ist so in einer Schür in Wildhaus. Also wirklich, es hat dort so alle Hop-Dates. Das ist aber nicht das Festival, das dort in... Ah nein, das war in Alt St. Johann gewesen. Also ja, es ist schon dort. Ja, aber das war nicht das gewesen, was in den Medien gekommen ist, wegen... Nein, fix nicht. Nein, das hat es wirklich nicht gehabt, weit und breit nicht. Nein, es ist schon, also gerade zwischen den beiden Gemeinden war, ist auch die Bushaltestelle vom Postauto, ist so genau zwischen den beiden Dorfzentren, auf dem Land halt. Und es war einfach so schön gewesen und so viel Geslämme. Es war so richtig stumpfe, dumme Musik gewesen und es hat so gut da. Wirklich. Dort gehe ich fix wieder. Bis jetzt das Line-Up für nächstes Jahr kenne ich einfach nicht. Das Jahr habe ich easy viel gekannt. Aber mal schauen, wie wieder gegangen. T-Fing zum Beispiel, Grindcore-Band aus Spanien. Dann war noch irgendwie haben Spanien Devour the Fetus. Schon wieder mal. Was haben die Bands alle mit Föt draussen? Eine Band ist Sind nicht das geil Amis? gewesen, aber die haben... Nein, sind aus Frankreich. Eine Band hat nur einen lustigen Namen gehabt, und sie sind von Frankreich gewesen, aber sie haben geheißen Ohio Slam Boys. Too Violently Vomit sind noch gewesen, die sind noch recht bekannt. 357 Homicide, die müsst ihr auf dem Radar behalten, die sind hure gut. Und Corprocephalic Mutation, die habe ich vorher nicht gekannt, aber die sind hure gut gewesen. Warte, nochmal? Wie? Corprocephalic Mutation. Was heisst das? Halt so, das ist so wissenschaftlich gesprochen für ins Hirn geschissen. Also Corprocephalic bedeutet irgendwie Scheiße im Hirn. Okay. So frei übersetzt. Jetzt, ich kann es jetzt nicht googeln. Alright. So würde ich es übersetzen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass das Logo von Slapshot, wenn es umdrehst, der Frank von Donnie Darko ist. Wahnsinn! Crazy. Ja, auf jeden Fall die Band, die hat in einem Song ein Sample drin von der britischen Mutter, die sagt «Disgusting!» Disgusting! Ja, nur schon ist wegen geil. dem absolut Who here geil. doesn't know how to flush a toilet? Jetzt habe ich gedacht, wie ein Südafrikaner Englisch. Disgusting! To flush the toilet after they've had a shit. So geht's, oder? Ja, wirklich. Also das Festival echt genial. Mehr so auch mega schön gewesen. Wirklich. Ja. Aber dort bin ich immer betrunken gewesen. Das Jahr, das habe ich vorher noch nie geschafft. Habe ich nachher einen Monat lang nichts mehr getrunken. Das war wirklich schlimm gewesen. Ja, hast du einfach durchgezogen, oder? Mehr so auf. Ja, Vollgas im Namen alle Ehre gemacht. Und ich habe wieder einen Blind Bird ergattert für nächstes Jahr. Können wir jetzt endlich auch mal als Was Mess zum Fick ist ein Blind Bird? ein Early Bird, der noch günstiger ist, weil noch keine einzige Band bekannt ist. So right. Blessed be thy soul, old man. Er ist älter wie ich. Ja, also bis jetzt sind auch easy. Es sind ja erst 5 Acts draussen und 3 oder 4 von denen sind fürs mehr Suff easy soft. Moonspell, dann noch andere Bands. Also ja, Moonspell allein ist ja schon wirklich so extrem softer Melodeath, so ein bisschen Ja, wie... voll. So ein bisschen Es ist wie eher so Gothic Metal. ne? ja, inner, ja. Eher, oder? Ja. Wie Soilwork, kann ich sagen, aber Wie noch ein bisschen Soilwork? softer. Okay. Ja, und dann wirklich noch ein paar andere Bands. Und eine bis jetzt ist so Brian-Musik. Und der Rest noch nicht so. Alright. Ja. Eine Aber es sind erst 5 Island. von 20, oder? Wann ist der Mess auf? Immer so das zweite Wochenende im September. Alright. So um den 9., 10. rum. So dann, wie es halt das Wochenende fällt. Ja. Wir sehen wieder mal Inspiration für den ich dann Liste holen. Ja, Von dem unbedingt. Das machen wir sicher auf deine Kosten. Ja. Du musst mich gar nie mehr anpöbeln, weil ich spiele jetzt viele Bands. Du hast selber. Aber ja, Gar kein Scheiß besser bist. aber die sind einfach um etwas mal releasen. Da muss nicht machen. Ja, was meinst du, was ich bei den meisten Bands mache? Spielen? Was mache ich bei Taoist? Nichts Spielen? außer Songs spielen. Ah. Was mache ich bei Fearlab? Nichts außer Songs spielen. Ja, Was genau. mache ich bei Matchbox Whispers? Geht dort nicht recorden und noch Oh, ein genau. Songwriter. Genau, ja. Bei Versus mache ich fast Mhm. alles. Ja, weil Nein, das stimmt nicht. Ich mache absolut nicht fast weißt, mit alles. dem dann kann ich auch eine Pause 2 Jahre machen und nachher so da EP. Los mal rein. Also, wo kommt jetzt die her? Aber ist das dein Highlight vom Jahr? Hast du gar noch nicht gesagt? Deine Highlights? Persönlich. Im Fall. Breakdown of Sanity ist zurück. Das ist Nein, generell das persön- Highlight für die Schweizer Metal-Szene. Persönlich der am
ich könnte sagen, sehr wichtig war für mich, so wie Turnaround Point, ist dort, wo ich mit Art of Fiction nachher 2 Songs singen. Weil dann habe ich so gemerkt, so Hammer gewesen, ja. habe ich so gemerkt, so, oh shit, das wollte ich nicht machen. Und das ist sehr, sehr Also, dort cool. hat mein Leiden angefangen. Ja, genau. In dem Moment hast du Expiration Date auf mich gesetzt. Ja, voll. Das ist so ein wie kann ich sagen, so ein Moment, so ein Glühbirnen-Moment, so wie, shit. Ja, wirklich. So, Singen ist geiler als Gitarre spielen. Ist Ja, es so. auch, ich kann es einfach nicht. Ja. Was jetzt? Und sonst der letzte White. Beides. Der letzte White-Konzert mit Diversity war auch sehr cool gewesen. Mit Fearlab auch noch. Ja. Auch sehr cool. Und die Skilltrips sind einfach fucking sick. Get the Shot habe ich auch geschaut. Die sind auch sick. Get-the-Shots sind böse. Ja. Hure böse. Sonst... Ja, aber so konzerttechnisch ist wirklich schon Siloses am... Die haben ja Ja. Die haben ja noch Breakdown of Sanity müssen spielen, die Arme keiben. Und es war Malevolence trotzdem und so, Hammer ja. gewesen, ja. Ja, ich glaube, sie sind dort wahrscheinlich hinter der Bühne gestanden und haben das Gefühl, ja Boys, jetzt müssen wir liefern. Ja, und dann haben sie alles gegeben. Weil Breakdown of Sanity hat schon geliefert. Ich bin mega müde gewesen nach ihnen und trotzdem hat mich Siloses nochmal voll überzogen. Das musst du zuerst mal schaffen. Ja, das war wirklich fake gewesen. Mhm. Also ich habe Breakdown of Sanity brutal gut gefunden. Was für meine Verhältnisse ja schon brutal gut ist. Ich habe jetzt nochmal geschaut, Hellripper kommt auch als Mesauf. Also falls ihr den noch nicht kennt, das Nein, ist keine. so Speed Black Metal und wirklich extrem gut. Und der ist noch ein bisschen up and coming, der wird riesengroß. Ist auch allein im Studio, aber Bands im Film. Alright. Und eben, ich bin ja heikel mit Black Metal, aber den finde ich wirklich der Hammer. Dann noch Kasokta aus dem Welschland. Die sind cool, ja. Scar Symmetry. Da habe ich gedacht, das ist noch was für dich. oder? Pernils, die ich liebe. Ja, und dann noch Extermination Dismemberment. Das ist für mich. Und falls so Insider, der zweite, das ist nicht mehr. Das war mal gewesen. Kennst du Bloodshot Dawn? Bloodshot Dawn, ja, ich habe es einmal zusammen mit Wirwum und Irony of Fate gesehen. Oh, ja, sogar? Shit. Ja, im Werk Baden. Oh, das habe ich nicht gewusst. Das sind Also ich geile bin Band. mir 90% sicher, dass es Bloodshot Dawn war. Ja. Bloodshot Dawn ist mal, der Gitarrist Bloodshot Dawn ist nachher mal zu Scar Symmetry gegangen. Und jetzt eben nicht mehr. Jetzt ist Okay. ja, das ist, Scar Symmetry ist geil. Mal gute Shit. Yeah. Good Also, shit. Ich bin froh, sind deine Hunde nicht meine Freundin, Alter, weil die sicher schnarchen wie Ja, Sau. ja. In dem Fall. musst mal schauen, wenn die Lara und die Hunde gleichzeitig am Schnarchen sind. Das ist so funny. Weil amigs dann ich komme so wie bei der Lara Hund ist bringt das uns am um, wenn wir das Schnarchen. veröffentlichen. Und scheinbar tue ich auch schnarchen, von dem kann ich nichts sagen. Ja, das weiss man Wir selber schnarchen halt einmal nicht. Ja. Spannend. Das weiss man selber schon. Weil, wenn man schnarcht und hure laut ist, wird es der andere einem schon mal sagen. Stimmt. Irgendjemand hat immer noch das Gefühl, dass ich schnarche wie so ein Bastard auf dem Planet. Ich kann dem seine Meinung nicht ändern. Dabei bin das nicht ich, sondern der Paddy, der neben mir gelegen ist, halb verladen. Kann es geben. Mhm. Nein, aber sonst ja. Ich überlege, Highlights. Podcast ist auch cool. Voll. Podcast macht Spass. Highlight von dem Jahr, wir haben Wer blastet was kaputt gemacht, Bruder! Ja. Ihr habt einen Servila auf unserem Grab brötelt. Überlebt, Junge! Dings, machen wir nächsten Monat noch Metal Server Awards. Metal Serval Awards. Ja. Wir müssen Geil. noch gut überlegen, wie wir das machen. Ja, weil dann ich muss musst- dann Pokal bestellen. Da müssen wir uns gut überlegen, wie wir das machen. Du mit deinen blöden Pokal, Alter. Ja, ich meine, etwas zum geben, das kannst du im Proberaum tun. Aber ich kann Ja, gut, das ist schon geil. Ein Servila. Ja, ich muss mal schauen, ob jemand das macht. Das ist das Thema. Ja, mal gucken. Das wird lustig. Ich sage immer, wir kaufen einfach Serverless, lackieren sie und machen Haarspray drüber. Yes. Das könnte man auch machen, ja. Aber ja, Nein. Sonst so Highlights? ich glaube, also mich kommt nicht so viel im Sinn. Also gut, im Sommer halt Taoist-Zeugs machen. Das ist spaßig gewesen. Mit Release, mit dem Anfangen. Obwohl, am ersten Tag, wo wir den ersten Song release, dann ist einer von meinen Häuschen gestorben. Das ist nicht so cool gewesen. Oh. Ja, war ein bisschen bittersweet, aber ja, macht Spaß. Wir spielen bald das erste Konzert mit Taoist. Das freut mich. Sehr Ja. nice. Jawohl. Oh, nein. Und ich habe easy oft Stillbirth gesehen das Jahr. Das macht mich auch mega Stillbirth? happy. Ja, das Geil. habe ich ein paar Mal gesehen. Noch nie habe ich geschafft, die Live. Alter, ich das ja 3 Mal. Und das hat Sick. immer mega gut da wirklich. Was sind so die Konzerte für nächstes Jahr, wo so voll gehypt ist?
Eben noch nicht so viel draus. Zum einen sicher Wintermess auf den Freitag mit Carcass und Brucheria. Ich erwarte geil. dich bei Brucheria. Geil, ja. Ja. Ich meine, 2 von ihren Sängern sind gestorben das Jahr und sie kommen trotzdem auf Tour. Jesus. Alter, was? Ja, das muss man ihnen mal lassen, oder? Das ist eine wilde Story, hey. Das ist crazy. Sie sind gerade so kurz aufeinander verreckt, wirklich hart. Damn. Aber ja, die kennen nichts, die ziehen es weiter durch. Ja, das freue ich mich mega. wahrscheinlich keinen Plan B. Und das allererste Mal in meinem Leben gehe ich an Summer Breeze. Da freue ich mich auch drauf. geil. Und das Line-Up bis jetzt ist Bombe in Flaschen, wirklich richtig Bombe geil. in Flasche Ja. in Bombe, erzähl mal. Wo ist Summer Breeze nochmal? In Dinkelsbühl, Bayern. Und Bayern. es ist halt nur so etwa 3,5-4 Stunden mit dem Auto. Und ich bin ja früher immer ans Wacken gegangen, was so 8 bis 10 Stunden ist. So einmal haben es der Chris und ich etwa 6,5 geschafft, aber das war kriminell gewesen. Alter, ja, Mann. Damn. Fuck, da hat er aber auch keine Pause gemacht, oder? Niemals Einmal Pipi. vor Hannover geschwind und sonst Pipi in durchgerasselt. Flasche. 230 km/h einfach durchgefahren. Ich bin einmal verwacht, ich penne eben immer ein, wenn wir auf Wacken fahren. Und einmal bin ich verwacht und wir sind einfach 240 gefahren. Kann man machen. Ja, sehr gut. Ja, voll. Also ich freue mich auch auf Summer Breeze. Gojira kommt dort zum Beispiel, Obituary, Gutalax und wirklich sind schon viele Bands bekannt. Und ich bin mega gespannt drauf. Ich habe bis jetzt wirklich nur Gutes über das Festival gehört. Alle sagen, es ist schon eines der grossen, aber nicht zu gross. Und im Gegensatz zu den anderen ist es nicht so auf Kommerz aus. Darum, ich freue mich wirklich, bin gespannt auf das. Ja, lustig. Speaking of Wacken. Ja. Was ist jetzt da eigentlich los? Dem hohen Metal Battle ist das wieder zurück. Aha, Dürfen wir da überhaupt drüber reden? Sie Es ist zurück. Ich habe eine Story gesehen, jetzt ist es zurück. Ja, sie haben eine Story gemacht und uns Tag drin. Darum bin ich so ein bisschen Ja, verwirrt. ich glaube, man kann das sagen, was man sieht. Also, es wird wieder ein Metal Battle geben in der Also Schweiz. du weißt in dem Fall mehr, hä? Möglich. Und darum, du, wo eine Band hast, bewirb dich. Alles von Rock über HC, über Death Metal, alles, was so Metal affiliated ist, bewirb dich für den Wacken Metal Battle. Und im April werden die Halbfinals sein. Und im Mai das grosse Finale. Und wenn du das Finale gönnst, spielst du im August am Wacken. Also das heisst, Versus darf ich nicht anmelden, hä? Wieso Doch. nicht? Ja, weil der nicht das Grenchen kann. Ja, Aber- ist es so. Ich kann auch nicht das gehen, ist- weil es das ist gleichzeitig genau ist wie das Gleiche. Grenchen. Seit 2018. Bis zum gleichen Tag, gell? Ja, 2017 war das Grenchen ja noch Ende August gewesen. Na gut, du mal schauen. Ah, shit, ich kann mal mit Tauis anmachen. Aber hey, das Praktische ist, du spielst, wenn du Metal Battle gönnst, entweder Ah, am Mittwoch oder am Donnerstag. ja. Und Grenchen ist Freitag, Samstag. Samstag, Ja. ja. Rein theoretisch kannst du ja beides gehen. Könnte machen. Ja. Cool. Ja, allerdings sind die Also für alle, die jetzt das Gefühl haben, der Brian weiss mehr, ich habe das auch das Gefühl, nach allem, was er gerade rausgelassen hat. Von dem her vielleicht erpresse ich ihn nachher noch. Who knows? Ja, cool. Weil es ist, wann ist der letzte gewesen? So 2019? Dort, wo Lotrify gespielt hat, oder? Aber schon lang her. Nein, 19 ist früher. Ja, Lotrify war früher gewesen als 19. Wenn hat 18. 18. Okay, weil da steht eben After a Break in 2023 und 2024. Hey, welche Bands haben denn? Es Welche ist nachher Schweizer noch Bands haben denn letztes Mal dort? Xaur oder Xaun, wie heisst die Welschen? Sound. Die sind nach Lotrify noch Aber Metal darum Battle wissen wir es gewesen. natürlich Aber nicht. sie haben sicher nicht Metal Battle gehabt in der Pandemie, oder? Nein. Nein, weil es hat ja zweimal kein Wacken gegeben. Eben, gell, dann hat es Die letzten sind Xaun gewesen. in dem Fall Ja, in dem 2019 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Weil 19 zwischendrin hat es keins gegeben. 22. Und im Ich weiss 23, es 24 nicht hat es in dem Fall auch nicht gegeben. Ich wenn es hätte aus dem da Buch steht. raus gesagt 22. Alright, cool. Ja. Bin gespannt. Aber ich habe immer mitbekommen, dass es das gibt. Aber Ja, seit voll. der Pandemie eben nicht mehr. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, man hätte das mitbekommen, weil der Ricky ja... Nein, wann haben wir den blöden Podcast angefangen? Der gute 2 Jahre. Podcast angefangen, 23. 22. Aber ja, Ende 22, oder? Mhm. Genau. Los, vielleicht spielt meine Erinnerung mir einen Streich. Ich habe gesagt, im 22 hat Xan aus dem Weltschland am Metal Battle in Wacken Möglich. gespielt und ich habe es gesehen. Vielleicht haben sie eine Pandemiepause gemacht. Nachher 22, ist das nicht der, was so geschifft Das war hat? 23. Nachher 22 ist er nochmal zurückgekommen und nachher jetzt wieder Break gehabt und jetzt wieder zurück. Ja, das kann sein. Mhm. Auf jeden Lustig. Fall, es gibt im 25 einen Metal Battle und ich will dich und deine Band sehen dort teilnehmen. Ja, Hallo, kannst du bitte auf mich und den Ricky zeigen? Es hat Ihr müsst einfach den Podcast nochmal Du schauen in dem Moment. es hat da eine Instagram-Page, wie heißt es? Metal Battle. oder? Swiss Metal Battle. Swiss Auf der Instagram-Page steht nicht genau. allzu viel. Nein, warte schnell. Die heißt
Doch, Swiss Metal Battle. Ja, ich weiss, was ich vorher geschrieben habe. Ja, sehr gut. Eben, gehen Sie anmelden. Wobei, nein, folgt nicht. Es sollen sich möglichst wenig Bands anmelden. Ja, voll. Niemand soll sich anmelden. Und Machen das nicht. Das ist mega Jemand scheiße. hat mir vor ein paar Jahren mal erzählt, am Wacken Metal Battle haben sich nur 40 Bands beworben und am Greenfield Band Contest über 200. Ja, aber und weißt da du, ist die wieso? Person Das mega macht- aufgeregt. Das macht schon Sinn. Wegen? Ja, weil das Metal Battle in der Schweiz auch niemand kennt hat. Ja, Keine Sau hat gewusst, dass das gibt. ja es stimmt. gibt Promo Met- ist wirklich für den Arsch gewesen, bis ja. jetzt. Und es gibt Metal Battle in Schweden, Es gibt es in in ganz Europa Asien, eigentlich. Spanien, Ja, auch weiter. Karibik, Genau, es gibt es auch in den Färöerinseln und in ganze Welt. Südafrika. Mittelost. Auch geil. Ja, voll. Cool. Ja, aber, Ah, sie sind schon ja, Indien. aber sie sind ja auch so geile Sachen, wenn eine Band dann gönnt Mhm. und die Band nicht kann auf Deutschland einreisen wegen irgendwelchen Visa-Geschichten, dann schaut es fucking Wacken selber Das ist auch, geil. was Ja. sie können machen, dass die Band kann einreisen kann. Mhm. Und Das ist Sag auch mal, Flug und alles All-Female-Band Wüste. gehabt von Indonesien und die haben auch können kommen. Das ist wirklich Ah, krass. die. Ja. Ja, geil. es war ja letztes Mal so eine Story, gewesen, dass irgendwie eine Band nicht hat können kommen, weil Deutschland ihnen irgendwie Zeugs verweigert hat und das Wacken hat nachher sie einfach ein Jahr später gebucht und alles richtig gemacht, damit sie dann können kommen. Ja, voll. Irgend so Ja, etwas. ja, absolut. Also von dem her, macht das Wacken, ich muss sagen, das Wacken ist ein Festival, wo ich bin zweimal da gewesen. Ich habe einmal mit dem Wackenradio ein Interview machen und alle Leute, die ich irgendwie mal kennengelernt habe, die etwas mit dem Festival zu tun haben, wirken so wie das Greniche Team. So by the people for the Ja, people. es ist ein gigantisches Gräniche. Ja, Es ist wirklich, es wirkt so, als ob sich die Leute dort würden Mühe geben. ja, ist das cool. stimmt. Den Metal Das ist der Spirit, Herzblut. den spürst du. Ja. Es gehört dort wirklich inzwischen auch einer amerikanischen grossen Firma. Ah. Aber wenn du vor Ort bist, du spürst den Metal Spirit. Mhm. Alright. Ich weiss noch, der Moritz und ich hure besoffen am Abend durch die Dings gelaufen sind und dann und der Moritz von Safer Last Breath und dann sind wir irgendwie einmal Karaoke schauen und dann sind wir da gestanden und das so, ich bin rein, dann bin ich aber den Moritz nicht mehr gefunden, bin wieder raus, der Moritz dort, ja scheiße, ich darf meinen Liter Met nicht mit reinnehmen. Nee. Der Moritz und ich einen Liter Met hintergejasset, rein. Mhm. Er ist dort Schön. der Moderator vom Der Metal- Maschine. keine Ahnung, ich weiss nicht, was es war. Er hat ausgesehen wie der Danko Jones. Ja, es könnte schon der Maschine sein, ja. Er hat ausgesehen wie der Danko Jones, er hat eine Latte gehabt in seiner Trainerhose und hat den Song Schön. Erection von Danko Jones gespielt. I got Erection, ich glaube, das ist ein, ja. I Got Direction ist von Turbo Negro. Dem hat Turbo Negro, I don't know. Ist mir Du meinst das? eigentlich- Oh, I got Erection. Ja, das. ja. Und der Sieg hat eine Mörderlatte in der Hose gehabt, wenn er das Oh, gespielt hat. Ich weiss nicht, wie das gegangen ist. Und der Moritz kommt auch plötzlich so zu mir, sorry, ich habe eigentlich zwei Rum Cola bestellen. Jetzt sind es 2 Rum Energy Drinks. Dann haben wir uns die geklopft und dann haben wir nicht mehr gewusst, wohin und vorne. Das ist ja Ja. Vollpfanne nachher. Das war komplett daneben. gewesen. Das war wirklich schön. Gewesen. Geil. Ja, das ist lang her. Mhm. Good old times. Mhm. Das ist 8 Jahre her. Ja. Heavy. Dings, gehst du Trivium Bullet? Das ist. Es gibt 2 Konzerte, die nächstes Jahr das beste Konzert vom Jahr sind. Mhm. Trivium und Bullet from a Valentine, 20 Jahre Tour, Ascendancy Tour und The Poison Tour und Linkin Park. Stimmt, ja. Yeah! Weil ich kann Trivium gar nicht. Kublai Khan gar nicht. Mhm. Habe ich Paleface. gehört. Habe ich auch vor. Habe ich gehört. Hast du Paleface, Tickets geschenkt? Ja. Voll. Damit er nicht allein muss gehen. Nice. Parkway Drive kann ich auch. Ah ja, Das Parkway Geschenk Drive. bekommen. Stimmt, ich finde das Hallenstadion, Alter. Ja, Wie ja. insane ist das? Es wird auch eine riesige Show, so, schon fast Rammstein-mäßig vom Feuer her. Wer spielt noch mit Parkway? Scheißegal. Ich Keine weiss es Ahnung. wirklich gerade Das nicht. sind von grossen Bands, glaubst du, das ist eben das Problem. Dings, Trivium kommt Orbit Culture. Ja, endlich. nice. Endlich Ja. sehe ich mal. Es wird sicher noch die Band wird sicher noch, die wird an dem Tag ganz sicher irgendetwas haben, dass sie nicht auf Zürich kommt und Ich ich es nicht persönlich kann Hast du es schauen. nicht gesehen als Vorband Noch von nie Inflames? habe ich sie gesehen. Nein, ich sie eben sind nur dort. Okay. Ich bin so ein fucking Nerd im Fall. Ich freue mich mehr auf Vorbands. Zum Beispiel bei Kublai Khan ist auch cool, aber Gideon kommt auch dabei. Yeah. Die sind nur sick. Nein, die sind fucking boring, Alter. Gideon. Das Interessanteste an Gideon ist der Cowboy-Hut vom Sänger, Alter. Also wirklich. Ich habe noch nie live gesehen, muss ich mal. Also, okay, gut, sorry. Dann, Eben. also ich habe sie live gesehen, ich finde sie Ja, wirklich langweilig. Aber du wirst sie wahrscheinlich geil finden, weil das dich eher, die Musik eher dich abholt. ja. Gut, Greenfield-Tickets habe ich auch schon. Oh, das muss ich auch noch kaufen. Ich hoffe, ich gönne es wieder, weil sonst sage ich mir wieder, ich gehe nicht. Ich sehe, du kommst sicher wieder. Das Line-Up ist gar nicht so schlecht. das Ja, Jahr. es ist besser als letztes Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr war aber ein gutes Line-Up gewesen. Ja, so... Nein. Hätte nicht Linda 2 Billett gewonnen, wäre ich fix nicht gegangen. Ja, aber das Line-Up ist jetzt nicht schlecht gewesen. Fürs Greenfield. Also,
Ich bin kein Punk, okay? Ja, Prodigy. Das war halt schon Prodigy wie der Headliner letztes Jahr, das stimmt. Und Nein, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, vielleicht komme ich als Greenfield. Ich sage nicht, dass ich nicht komme. Ey, wenn wir Rätselraten spielen, wer der dritte Greenfield-Headliner ist. Ich hätte mal gesagt, es ist Architects, aber er hat Architects und Dura gesagt Anfang Ich Jahr, sage, darum ist es nicht Architects. Es fängt mit K an und hört mit Ohren auf. Nein. Es sind zu 99% die. Es ist eigentlich ein Witz, dass man es verheimlichen tut, wenn es so gut Mit wie offensichtlich K? ist. Aber ist es und wirklich... Ist es K an und Ohren auf. Korn. Ah. Es ist Ja! eigentlich ein Witz, dass man einen Hehl um das macht. Wenn du nicht Summer Breeze, Nova Rock anschaust und all die, überall ist Korn, außer dem Greenfield noch nicht. Und sie haben auch keine Headliner-Show in der Samsung Hall oder so angekündigt. Also es ist fix der dritte Headliner Korn. Ich sage, es ist nicht Korn. Ich sage... Oder ist der Bill Burr? Aber, es würde auch sein, aber sie haben noch nie alle Headliner aufs Mal rausgelassen. Das haben sie noch nie gemacht. Ja, aber der dritte ist meistens kleiner als die anderen zwei. Zum Ja, Beispiel, aber nein, ich hatte die Vermutung, dass jetzt irgendwie der Umi hat mal gemeint, rein theoretisch müsse einer zwischen ihnen kommen. Du hast ja den Slipknot, einen zwischen ihnen, Electric Cowboy. Ja. Slipknot ist also fucking ich boring. denke, Alter. Hör doch auf mit Slipknot als Headliner. Die haben vor 2 Wochen in Zürich gespielt, Alter, und vor 2 Jahren. Ja, ich Letztes Jahr am Greenfield. So, hör doch mal auf mit diesen huren Bands all 2 Jahre buchen. Wer war Slipknot Opener gewesen? Bleed from Within. Ja, well. Das ist geil. Hör doch auf. Es gibt so viele Bands. Hör doch, ich weiss, euch gehört das scheiß Southside Festival, glaubst du, wenn es mir richtig ist. Nehmt doch eine Band. Geilere Band. Nehmt doch eine Band von dort als Headliner am Greenfield. Ja, es kann von mir aus auch eine Band sein, die nicht Metal macht. Es kann Queens von mir of aus the Stone Age oder so. Oder Ärzte. halt Queens of the Stone Age hat schon mal am Greenfield gespielt. Aber nicht als Headliner. Als Co-Headliner. Nachher ist Rammstein gekommen. Das ist schon ein Kaliber grösser. Ärzte sind auch verdächtigt oft am Greenfield. Die haben es schon 3-mal gesehen am Greenfield. Ja, aber so über 10 Jahre nicht mehr. Das letzte Mal war, glaube ich, im 14. gewesen. Aber das letzte Mal war es 22 gewesen. Ah ja, aber dort bin ich nicht am Donnerstag gewesen. Für mich sind es nicht dort gewesen. Okay. Ja, Ärzte bin ich am Freitag sind am auch schon, Morgen aber weißt du, so irgendetwas wie, keine Ahnung. Ich hätte jetzt Blink-182 gesagt, aber wir sind auch schon Headliner gewesen am Greenfield. Ja, die sind schon so Southside-Line-Up auschecken. Ist Southside von FSK Scorpio? Weiss doch nicht auswendig, aber gut möglich. Das ist gut möglich, ich habe es eben gemeint. Was? Ja, das Greenfield. Ja, also, nein, ich hätte eben, mein Tipp für den dritten Headliner wäre wirklich Architects gewesen, aber Architects Meine ist Korn, es spielt ist jetzt garantiert Korn. Architects spielt jetzt dann Show in Zürich oder irgendwann, von dem her ist es nicht Architects. Es ist auch nicht Linkin Park, weil Linkin Park macht selber ein Festival, das so groß ist wie das Greenfield. Ja, nee. Was könnten wir noch? Was habe ich noch für Tipps gehabt? Alle meine Tipps sind eigentlich dann von irgendwie entweder vom Umi debunked worden, weil so, Nightwish wird es nicht sein. Zum Glück. Dann noch lieber Korn. Was? Wer spielt das vom Green? Wirklich, ich habe beide Bands schon live gesehen. Ich finde sie beide eben gleich spannend. Nein, Korn ist so immerhin das. Ja, aber sie sind live trotzdem langweilig. Ja, mega, sie sind super langweilig. Letztes Mal, als ich die Chance hatte, um sie zu schauen, habe ich 10 Minuten geschaut und dann bin ich zu Doggy Dog. Und dann habe ich gedacht, das ist ein richtiger Nu-Metal. Ich habe Slipknot das Jahr im Fall nicht so kacke gefunden. Slipknot, Electric Cowboy. Im Hallenstadion. Ja, easy. Also, wer spielt am Southside? Ja, Green Day. Aber schau jetzt da. The Prodigy. Das sind die gleichen Bands, die letztes Jahr am Greenfield gespielt haben. SDP könnte von mir aus locker am Greenfield als Headliner spielen. Was ist SDP? Haben wir am Anfang Das, was wir vorher drüber geredet haben wir am Anfang schon drüber geredet. Ist nicht die deutsche Band. Also, Wobei, nein, SDP ist zu gross zum Headliner sein am Greenfield. Nein, in der Schweiz doch nicht. Mal. Alter, die ziehen in der Schweiz jetzt nicht besonders Sie sind fest. Headliner vom Southside, sie sind zu gross fürs Greenfield. In der Schweiz würden die ein Volkshaus füllen, mehr nicht. Sind wir ehrlich? Brüder, sie haben, glaube ich, in der Hall gespielt letztes Jahr. Glaube ich nicht. also auf Aber- In Flames freue ich mich. Ja, In Flames und vor allem Heaven Shall Burn. Da freue ich mich Ja, drauf, voll. falls ich dann gehe. Heaven Shall Burn. Hä? Landmarks sind auch sehr cool. Ja, what voll. the Ghost Inside, Spirit Box, Ginger. Tour. Die haben doch letztes Jahr in der Schweiz gespielt. Die haben doch dieses Jahr in der Schweiz gespielt. Gar nicht so okay, ist auch nicht schlecht. Ja. Mhm. Die sind auch so up and coming. Mein Kollege irgendwie. kennen wir ja auch. Oh yeah! SDP. Starset kommen auch, habe ich das richtig gesehen? Ja. Ganz unten links. Ja, hast du gesehen. Nice. Ja. Die sind spannender als andere Bands. Ich freue mich, Starset ist geil. das Jahr wieder auf den Greenfield Contest. Stimmt. Ja.
Ja, ich finde die Contest eigentlich noch sehr cool. Hä? Danach siehst du die Bands nachher. Bin ich auf dem hungry? Greenfield. Wann ist denn das gewesen? Oder ist das Alligator gewesen? Ich meine, Ja, Alligator, der wäre schon Headliner würdig. der ist am Greenfield und nicht Headliner. Ja, was? Dann kommt sicher nicht SDP und ist grösser als Alligator. Da kannst du gerade mal einpacken. Alligator macht Aber auch so sie deutsche sind- Musik. Ja, Am ist Deutschrap South ursprünglich. SDP ist am Southside Headliner und Alligator nicht. Das kann ich mir echt nicht erklären. Aha, du kannst es dir nicht erklären, aber vorstellen kannst du dir. Ja, Also, ja, absolut. Ja, gut, dann ich habe ich sehe dir- bei dir so Festivalplakate, wenn ich denke, was hat euer Hirn geschissen? oder ich muss sagen, Weißt du, was es könnte sein? Ja. Der Alligator ist nicht mehr Alligator. Der Bray macht jetzt ja Metal. Ja, es ist jetzt Darum. schon Metal und nicht mehr Deutschrap. Darum vielleicht, ja. Das könnte Deutschrap ist noch sein. nie gesehen. Also, Also ganz früher mal, aber er hat ja hohen Pop gemacht in letzter Ja, Zeit. das schon. das ist schon noch krass, der Rise von Electric Callboy im Fall. Ja, Ja, aber Extrem, eben zum ja. Fernsehen, sie sind auch die interessanteste Band auf dem ganzen Ja, schon. fucking Greenfield 2013 am Nachmittag auf der kleinen Bühne. Etwa als dritte Band habe ich sie das erste Mal gesehen. Und Ja. jetzt sind es Headliner. Das ist schon krass, ja. verrückt. Ja, aber zum ganz fair sein, dort wo der Sushi bei Electric Cowboy gegangen ist und alle so, nein, es kann nicht sein, es wird nie mehr das Gleiche sein. Ist es nicht? Ist es nicht, es ist viel besser. Sorry, es ist schon. viel besser. Ja, die Musik jetzt ist fast ein bisschen erwachsener, aber Ja. vorher war es ein bisschen primitiver. Gewesen. Das habe ich eigentlich noch geschätzt. Ja, aber ich finde sie jetzt eben viel, es ist mehr insane als das Voran. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Es ist so komplett Aber so- drüber. Voran haben sie haben zwar eigentlich das gemacht, was sie jetzt machen, aber sie haben mehr Wert, glaube ich, auf den Metal Glide dort. Ja. Mhm. Und jetzt gehen sie einfach voller Hahn Ist auch so Metal Party ins andere Zeug rein. Und das macht's eben, das ist eben das, wo jetzt, letztes Jahr hat mir der Nico etwas geschickt. Der Matt Tuck hat anscheinend austeilt, dass alle Bands heutzutage einfach nur noch das Gleiche machen und niemand wer mehr hat etwas das Neues gesagt? macht. Der Sänger von Bullet for Valentine. Aha. Dass alle Bands irgendwie immer das Gleiche machen und niemand mehr etwas Neues wagt und darum alle Bands gleich tönen und niemand mehr gross wird. Und Electric Cowboy hat etwas Neues ist also- gemacht. Oh, und sie sind gross Eben so, geworden. welche sind die es neuen ist immer Headliners, das- oder? Electric Callboy hat es einen. Was hat sonst so für neue Headliners aktuell? Ja, eben kenne ich. Ja, mal In der Rock- Paleface seit 2-3 Jahren. In der Rock- Okay. und Metal-Szene kenne ich. Okay. Also Gojira ist auch erst seit 2-3 Jahren Headliner. Ja, aber Vorher- Aber die Gojira sind schon gibt's 20 schon- Jahre Sie unterwegs. sind schon 20 Jahre unterwegs, aber 2012 am Sony Sphere sind sie in der kleinsten Linie von Acts gewesen. Und jetzt sind sie fucking Headliner. Okay. Also Ja. die haben eine riesige Entwicklung Das ist schon gemacht. fair. Also die haben nicht Ja. unbedingt eine riesen Entwicklung gemacht, die haben vielleicht einfach so lange gemacht, dass die Leute endlich mal ihr Talent, also ihre Die Ding sind schon gesehen haben. krass vom Anfang an, ja. Ja, sie sind von Anfang an extrem gut Weil gewesen, ich kann aber so sie eine- sind erst jetzt gross. Ich habe so eine Theorie für so ein paar Bands, Mhm. wo so Bands wie Less Than Jake. Wieso zum Fix sind die so gross? Less than Jake. Ja, Why? also, ja, Why ist the so. fuck ist Less Than Jake so gross? Und meine Einschätzung zu dieser ganzen Situation ist, die haben einfach nie aufgehört. Genau. Die haben Also- einfach nie aufgehört und darum sind sie einfach immer irgendwie... So wie die mit Aber dem wir haben sie- Bro-Hymn. Wir haben sie letztens Pennywise, aber Ja. Pennywise verstehe ich, die haben Ja. wenigstens einen Hit gehabt. Eine. Einer, ja. Aber auf den Nein, die haben, reitet die, haben, sie die, haben, die haben solide Alben gehabt. Solide Alben, haben aber solide nur Alben. ein Hit. Und Ja. die reiten sie Nein, die haben schon ein ewig paar auf dem. Hits. Schon ein paar Hits. Nicht, dass ich wüsste, ist ja gleich. Knockdown ist auch ein stabiler Song. Ich bin kein Punk. Ich habe letztens bei den Podcast mit dem Gitarrist von Sum 41 gelost. Der Bruder hat vorhin in Death Metal Band gespielt. Die sind schon true. Ja, das ist aber logisch gewesen. Habe ich auch nicht gewusst. Doch, das habe ich dir in der ersten Podcast-Folge erklärt. Du hast mal, vielleicht, aber ich habe es vergessen. Habe ich dir in der ersten Podcast-Folge gesagt, dass das Sum 41 eine Thrash-Metal-Band ist Ja, und der Gitarrist, Trash, aber nicht Death Metal. der Gitarrist ganz sicher in einer Metal-Band gespielt hat voran. Aha, okay, das ist sehr generell. Death Ja. Metal ist schon ein bisschen anders. Ja, sorry, Entschuldigung, dass ich nicht genau gewusst habe, welches Genre Ja, von es- Technical es- Melo es ist Prog schon- es ist Death schon- das der Dings Es ist gespielt schon ein hat. Unterschied, wenn du Metallica-Cover spielst, aber wenn du einen Tech Death machst. Zum Beispiel. Das ist nicht einmal Tech Death. Es ist kein Unterschied. Du bist einfach viel zu viel Zeit an deiner Gitarre Aber, und zu aber wenig das Zeit. Lustige, Es ist kein Unterschied. Lass mal schnell zu. Es ist genau das Gleiche. Du verbringst viel zu viel Zeit an deiner Gitarre und viel zu wenig Zeit im Pussy. aber ich muss sagen, Einfach, dass ich das... erstens, die Podcast-Folge war Hammer gewesen. Downbeat Podcast mit dem Gitarrist von Sum 41. Sein Name weiß ich nicht mehr. Dave Brown Sound. Dave Browns. Ja. Okay. Genau. Und das Brown Sound. Brown Sound. Ja. Okay. Und das Lustige ist, die Reaktion von seinen alten Death Metal Bandmembers gsi, wo Sum 41 plötzlich bekannt wurde, ist, sie so wie You've changed, man. Weißt du, Klar. läuft im Radio und so, sind weltbekannt und so, und ich so wie You've changed. Bist nicht mehr true. Aber Ja, weißt du, voll weißt Geld damit verdient. Ja, du, welche voll. Downbeat-Folge auch geil war? Die mit dem Nickelback-Bassist. Die ist auch Ja, verdammt das gut. ist auch sehr gut.
Aber hey, Knocked Loose ist zwar HC, aber das ist auch eine neue Headliner-Band. Stimmt. Wir können froh sein, haben wir es im Dynamo gesehen. Wir werden es nie mehr so in einer kleinen Location Sie haben ja sehen. Lollapalooza Ich habe die gar gespielt, nie im oder? Dynamo Und gesehen, sind die oder? Leute auch erschienen. Ja? Ich habe Noctlus nie im Dynamo Ich gesehen. schon, Sind die im genau Dynamo vor gesehen? einem Jahr als Headliner. Und das war das letzte Mal, wo sie so ein bisschen auftreten sind, Was zum garantiert. Teufel habe ich dort Das gemacht? war ausverkauft. Es war mega geil, richtig Schlägerei Ja. im Gesicht. Ja, aber ich weiss so, Lollapalooza ist so der erste Mal, gewesen, wo Mainstream so wie hast du gemerkt, oh shit. Und irgendwie, sie haben auch gesagt, so scheinbar behind the scenes, so die Techniker und so sind alle Metal-Fans gewesen. So wie geil, Alter. Endlich Ja, mal eine Mann. gute Band. Aber das ist eben das, was ich so das Gefühl habe. Das ist eben auch Paleface, ist darum so gross geworden. Das ist das gleiche wie Electric Callboy. Es ist etwas Neues gewesen, was es vorher noch nicht wirklich gegeben hat in diesem Style. Und es ist so anders gewesen wie alles voran, Ja. dass man eben draufkumpen kann. Das ist Ja, weil, wenn du überlegst, welche Bands das alle gross geworden sind, es sind immer die gewesen, die etwas gemacht haben, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und Eben, immer eben. einfach eins extremer gewesen sind als alles, was ähnlich Ja. war. Und vor allem neu siehst du mega, dass es Bands sind mit einem Konzept. Da rede ich jetzt die nicht unbedingt in eurem Spektrum sind, vor allem Ghost, Powerwolf und Sabaton. Oder? Die haben alles Konzept. Die einen mit dem Pfarrer und so, die anderen mit der heiligen Metal-Messe, die anderen mit dem Panzer. Ja. Oder? Und das hat vorher niemand so fest gemacht, das Konzept. stimmt. Ja, das Drum, macht der Noctlus auch. Zeli hat nämlich auch ein Konzept gehabt für die ersten 3 EPs. Hat das mit den Aliens gehabt, oder? Mit dem Human Hunter und so. Sie haben auch das mit habe ich einem nicht schon. Konzept angefangen. Ja. Und nachher ab Fear and Dagger dann nicht mehr. Aber die ersten 3 Sachen, Doch, das doch. war ein Konzept gewesen. Ab Fear and Dagger ist nachher das neue Paleface-Konzept losgegangen. Ja, kann man so sagen. Das Ja. mit dem, wir machen jetzt einfach blutige Musikvideos und Ja, das ist auch schön. Das Das, ist mit auch den mega Aliens habe ich cool. nicht gewusst im Fall. Mal, du mal die 3 EPs, oder ist das dritte sogar ein Album, Chapter 3. kann sein. Ja, also dann 2 EPs und das erste Album, einfach Chapter 1, 2 bin und 3. ganz Du mal ehrlich. als Ganzes betrachten. Das ist wirklich Ich bin interessant. ganz ehrlich, bis dahin ist die Musik für mich nicht wirklich interessant. Nein, aber wenn du grösser werden als einfach so die in der Masse untergehen, dann mach es von Anfang an mit einem Konzept. Weil das ist das, wo die Leute draufstehen. Darum ist Kanonenfieber so schnell so gross geworden. Die mit dem Ersten Weltkrieg. Habt ihr schon von denen gehört? Nein. Die sind mega schnell gross geworden. Die haben sich 2020 gegründet. Ah. Ich habe es vor 2 Jahren gesehen, in der Nähe von Dresden, am Festival, so am Nachmittag. Ich habe gedacht, shit, die werden riesig. Und jetzt sind sie gerade im Z7 gewesen mit etwa 1000 Leuten. Und die werden nur noch grösser. Ja, ja. Also das ist, wir lernen jetzt etwas mit dem Brian. Weil jetzt sind es Seiten vom Metal, wo ich Ja, aber das keinen machst du Einblick mit Taoist, ja. habe. Ja, nein, ich meine vom Wisdom, wo der Brian jetzt bringt, vom einem Bereich, wo wir sonst nicht so viel Aha, ja, das Ja, stimmt. Aber das stimmt. Ding ist, du kannst natürlich zum Fair sein, eventuell. Aber eben, das könnte ja auch sein, dass die halt alle schon früher mal in einer Band gespielt haben, darum Erfahrung gesammelt haben und Ja. dann das quasi wie jetzt die Band wie eine Firma aufziehen. Weil dann funktioniert es. Ja, Das musst du machen. Du musst eine Band wie eine Firma musst aufziehen. mit einem Konzept gehen. Du kannst nicht einfach Alben machen, so der eine Song ist über das Blümchen pflücken, der andere über das Killen, der dritte über Gott, oder? Das funktioniert nicht. Also es interessiert nicht viele Leute, Also meine doch, ich, schon, oder? dann über bist du Gott bei und die KZ. Welt. Aber wenn du wirklich etwas durchziehst, so ein Thema voll bearbeitest, Eigentlich ist das dich das- aufstellst auf den Bühnen, so, dann hast du Erfolg damit. Ja. Ausser dein Konzept ist scheiße. Also oder? das, Aber was, sonst- das, was du vorher gerade gesagt hast, ist eigentlich das beste Konzept gewesen, das es je gegeben hat. Das, mit dem Blümchen pflücken, mit dem Killen und Ding, das ist ja nichts anderes wie die Bibel. Du musst aber so Du verpacken, hast quasi mit deinem schlechten Beispiel das beste Konzept, das es je gegeben hat. ja, das erfolgreichste. Das beste Aber erfolgreichste es stimmt, Konzept. Electric Callboy haben auch so ein... Ja, so ein Ding sobald gemacht. der Sushi weg war, sind sie genau. gekommen mit ihren Fitnesscoach-Libri Genau. und haben das durchgezogen. Und einfach so funny Vorher machen. sind sie Das einfach stimmt so nicht. Zuerst lustige haben's- Jugendliche Zuerst gewesen. haben sie Hyper Hyper, gehabt. hyper, ja. Ja, Nein, sie haben einfach schon angefangen mit dem Sushi. Das ist dann sind sie ein bisschen seriöser geworden und nachher haben sie ein bisschen Crystals rausgebracht, das Album. Mhm. Das war ein bisschen seriöser gewesen dann. aber es sind Und dann hast du gemerkt, dass sie irgendwie glaub, das nicht so wollen. Ja. bis der Sushi weg war, haben sie so das Image gehabt, die Jugendlichen, die nicht wirklich rauskommen, die einfach mal etwas machen. Und nachher, sobald er weg ist, sind sie gekommen mit dem Ballermann-Metal. Ja, voll. Und das haben sie gesportet und durchgezogen und jetzt sind sie riesig. Oder? Was ist Ballermann? So ganz schlechter Schlager. Das erklären wir Okay. ihm jetzt nicht. Das tue ich mir nicht an. Aber das macht nein, Sinn, das tue ich so. mir nicht an, weil sonst lässt nachher Ballermann im Auto laufen. Aber es stimmt so von der Description her, ja. Und das Ja. habe ich schon bei Versis. Weil ich bin so ein Wort am Suchen gewesen, so wie nennst du das? Ist so wie das, was die Leute im so Fußballdings singen. Ja, und so. das ist Ballermann. Das nennt man so. ist Okay. die beste Beschreibung von Electric Cowboy, die ich Ja, je gehört habe. genau. Fucking Ballermann-Metal. Ja, genau, ja. Ja, aber sie Ballermann. rocken das und
sie können stolz drauf sein, wie das funktioniert. Und sie sind die Einzigen. Es gibt keine andere Band, die das macht. Das stimmt, ja. Darum eben das neue Konzept von Versus ist einfach, man kopiert Linkin Park. Alright, sehr gut. Das ich schreibe ein Album und tue einfach so, als ob ich das Linkin Park Album schreibe und veröffentliche es nachher als Versus Album, weil ab dem Moment, wo der Domi Schlagzeug spielt, der Butch und ich Vocals machen, tönt sowieso nicht mehr wie Linkin Park. Das habe ich nämlich gemerkt, das war funny gewesen, an dem Konzert im Werk 21, am letzten Fearlab-Konzert wo sie ihre Plattentafel hatten. Hat ja der Butch bei Wrath of Alga einen Song gemacht. Ja, und dann ist der Radar von Kate Effect neben mir gestanden. Der Butch hat angefangen und der Radar hat gestanden, jetzt ist es ein No-Metal-Song. Vorher war es ein Metalcore-Song. Butch hat angefangen und der Radar einfach so, jetzt ist es ein No-Metal-Song. Und ich habe ein Video auf dem Handy, wo der Radar das hörst sagen. Und es ist nachher aber auch ein No-Metal-Song gewesen, nur weil der Butch ein bisschen einen anderen Flow hat als der Sänger. Freue ich mich auf nachher, wenn wir die sehen. Ja. Ah ja, die hat doppelt gesehen, wir werden geil. Stürmen wir bei Run die Bühne. Oh shit, ja, stimmt. So wie letztes Mal. Nur das Mal, es ist 3-mal Run, beim 4. Mal macht es nicht. Ja, stimmt. Das habe ich vergessen letztes Mal. Ja. Das ist gut, das machen wir. Haben wir noch Zeit eigentlich? Oder müssen wir los? Es ist eine Stunde Stores, das ist voll easy. Tipptopp. Aber man muss etwas vorher essen. Ja, das stimmt, von dem her würde ich sagen. Aber ich würd noch Releases anschauen. Wir haben schon seit 2 Monaten keine Releases mehr. Also Alter, wenn wir jetzt jeden Release durchgehen, Brüste. Es sind nicht so viele, die ich da aufgelistet habe. Mach, aber liest sie einfach ab. Wir machen da jetzt nicht eine grosse Scheiße, eine grosse Gacki auf, sonst sind wir dann einmal 3/4 Stunde an. Ja, aus, es nimmt mich auch wunder. Also, wir haben Society von Upload rausgebracht. A Small District hat Glowing Ashes rausgebracht. Jo. Very nice. Ja. Beyond Dystopia haben, glaube ich, EPs released. Oh, stimmt, habe ich Werbung gesehen im Insta. Ihr macht richtig Werbung, top. Die machen guten Shit. Atropas hat Push Me Up That Hill rausgebracht. Da können wir ja hinschauen. Yes. Cool. Bis nachher. Sons of Coherence haben Diazepam neu gemacht. Neu aufgenommen? Ja. Nein, Diazepam 2.0. Ja, okay, Monino. Ist das ein neuer Song? Das ist, glaube ich, ein neuer Song. Ich habe gemeint, das ist der alte Song einfach wieder. Ich muss nochmal checken. Der Janik kommt heute Abend, von dem her können wir ihn fragen. Voll checken mal. Demi hat am liebsten eine neue EP rausgebracht. Nein! Ja, darum hast du es ansagen. Ja, klar. Die Hälfte von der Musik ist von mir. Nice. Vor allem, wir haben da 5 Songs rausgebracht. Das ist geil. Dann, übrigens, einer mit Buri von Tropas. Mit einem geilen Soli gemacht. Und einer mit dem Syndrome. Richtig sick. Yeah. Dann, auf Wiedersehen. Das erste von dir heute im Podcast. Tatsächlich. Dann auf Wiedersehen haben nochmal einen Song für die EP rausgebracht. Jetzt haben sie, glaube ich, letztes sogar raus. Top. Also checkt ab. Wir haben es live gesehen, geil gewesen. Voll. Valetudo hat einen Song rausgebracht. Ich habe es lustig gefunden, wie sie es in Instagram beworben haben. Sie haben gesagt, nein, wir haben keinen scheiß Link und selber suchen. Das ist 100% Valetudo. Ja, das ist aber, finde ich fresh. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool gewesen. Ihr wisst ja, wo der Scheiß ist, genau. Zum Fernsehen alle ihre Fans wissen, wo das Zeug ist. Ja, genau, ja. Must Be Wrong, sie haben es auch bei uns angekündigt, haben Fool's Paradise rausgebracht. Das ist gut. Sehr gut. Very cool Song. Produziert von Dario, gemischt und gemastert von irgendeiner Punk-Legende in den USA. Nicht von Dario, vom Damian. Vom Damian. Jetzt haben wir alle aufgehört. Okay. Fangt auch mit D an halt. Ja, genau. D.A. Voll. Mary Jane hat die EP rausgebracht. Bin zu schauen am 19. Richtig geil gewesen, ja. Geil. Ja, wirklich. Es war ja ihr zweites Konzert gewesen. Sie haben schon Uhren im Griff. Ja. Geile Location gewesen, Turbine Vinti. Check it out, Mary Jane. Ich habe Josh geschrieben, ich habe gefunden, der Chorus von I Can't Help ist Weltklasse. Also, ich bin sehr, sehr beeindruckt, was Josh da mit seinen Vocals machen ist. Und sie haben einen Song gespielt, den sie noch nie released haben, und den habe ich am geilsten gefunden. Geil. Ich weiss nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es einen Weg. Der Song heisst 10 Seconds oder 10 Minutes. Ich glaube, er heisst 10 Minutes. 10 Hours? Wie lange geht er? Etwa 3 Minuten. Und es ist so ein richtiger Motorhead-Banger. Ich habe gedacht, vielleicht haben sie einen Prog-Song gemacht, aber 10 Minuten durch. Nein, er heisst wirklich 10 Minutes und bin ziemlich sicher. 10 Zeit angeht. Und er ist ein richtig geiler Song, völlig anders als der Rest. Weil der Rest ist eben so ein bisschen Grunge, Rock und so, und das ist voll der Motorhead-Song. Ah, geil. Ja, auf den freue ich mich, wenn der released wird. Bei der neuen EP Motorhead. Yeah.
Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, bin gespannt. Dann, mit Taos haben wir einen neuen Song gebracht. Lost. Ja! Oh, Sag es wow. mal. Der hat McLean Vocals als Shouts Das ist diesmal. der, der ein bisschen tönt wie Deftones, gell? Ja. Ist die Idee Kann ich gewesen. den schon spielen? Haben wir den schon mal im Bandraum Nein, gespielt? nein. Ah, das ist der letzte auf dem Album, gell? Mhm. Okay. Ja, Ja, den habe ich noch nicht angeschaut. einfach da Insider-Infos am Teil. nein, Du musst genau. nicht spitz machen. Voll. Ja, machen wir spitz. Dann Old Kids Noise hat You and Your Life rausgebracht. Die machen schon mit mehr Rock. Und wir haben da ein cooles Päckchen bekommen vom Brudi von Dr. Elephant's Revolution, von Megan. Mehr als vielmal. Wir haben da ein schönes Päckchen bekommen. Der Brudi hat irgendwie meine Business-Adresse herausgefunden und mir das dort angeschickt. Oha! ja. Respect the Grind. Also deine effektive Das Business-Adresse? ist bei meinem Büro angekommen. Sie so jemand vom Facility Management so wie Bruder, wir haben ein Päckchen dafür. Ich so, the fuck, ich bekomme nie ein Päckchen. Ricky gerade so, Bombe! sie haben gesagt, falls etwas verdächtig ist oder so, gibst du Bescheid, wir tun es entsorgen. Und ich so, komm, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er einen Fehler gemacht. Ricky hat so geschüttelt. Das ist einfach Anthrax gesehen, Mann. Nein, aber ist cool. Merci mal, Bruder. Wir haben auch reingelassen, ist sehr interessant. Ein bisschen anders, als was ich sonst noch höre. Danke aber, vielmals. Nice. Und das sind mal alle Releases, die ich bis jetzt... Gibt es War from a Harlot's Mouth noch? Ist mir jetzt gerade singen, das ist noch ein geiler Bandname. Keine Ahnung. War from a Harlot's Mouth. Tönt so, als ob du eigentlich müsstest wissen, was es für eine Band ist. Nein, sagt mir gar nicht. Könntest ein neues Projekt machen? Stoner. Nein, den Namen gibt's. Gibt's? Die Band gibt's. Keine Ahnung. Selber nicht. Aber ja, das waren mal Releases gewesen. Konzert habe ich da nicht aufgelistet heute. Wir haben einfach mal etwas Chilliges mal aufnehmen. End of the Year Recap. Die haben 7000... Aber was man da gerade dazu kann sagen ist, es sind fast keine Konzerte los vom 7., also eigentlich von Weihnachten an bis etwa am 10. Januar, oder? Ja. Praktisch gar keine. Und die meisten Leute hätten Zeit, ausser an den Festtag selber. Darum, wenn ihr ein Konzert machen wollt, macht es dann. Dann habt ihr mal Leute, auch am Freitag und am Samstag. Mhm. Es ist Ja. jetzt wirklich wenig los. Vor allem nächste Woche ist gar nichts los. Am 2. Januar spielt Stürm im Ebri. Und sonst weiss ich genau gar nicht, was nächste Woche los ist. Also wirklich, nehmt euch das zu Herzen, macht Gigs, dann, wenn sich sonst niemand getraut. Eigentlich ein guter Punkt. Wir Ja, sagen voll. euch dann in der nächsten Folge, wie das heute Abend aussieht. Ja, voll. Ja. Also was wir schon können sagen, ist einfach mal Insider-Info. Wir spielen das Konzert mit Taoist. Ah ja, 25. Jänner. 25. Januar. Yeah. Mit, Fuck, ich muss 2 Songs für, anhören. ja, für Plata, für People That at the Fair. Es wird hure geil. Freut uns mega. Wo? Piccadilly Brook. Ah, Ja, voll. Und eben, ich sehe mich dann das erste Mal live singen. Habe ich noch nie gemacht, wirklich. Stimmt nicht, wir haben Ganze dich schon Set? gesehen live singen. yep. Ah? Wir beide haben das schon aber gesehen. das ganze singen. Set singen habe ich noch nie gemacht. Das noch nie. Ist jetzt Stimmt, noch im Brudi, wie Programm. sieht es mit Joggen aus? Gehen wir mal. Hey, ich muss jetzt mal joggen, Mann. Ja, es wird geil. Freue mich. Ja. Das ist im Fall insane in diesem Bandraum. Der Ricky hat so viel Platz, er bewegt sich so fest. Der Mike und mich hat er auf so eine Fläche gestellt, die so breit ist wie der Tisch. Ja, der Sänger diskriminiert den Rest von der Band. Das ist aber gut. Machen wir richtig so. Scheiß Star, Voll. wie hat er schon. Ja. Aber ja, ist cool. Kommen wir vorbei. Und wünsche mal ein gutes Neues. Guten Rutsch. Yeah. Voll. See you in 2025. Jawohl. Ciao zusammen.